Maar ja, leef Kameradinnen, leef Kameraden, leef Geist alle Guten. Das ist natürlich ein ganz großes Eier am Namen von der Sektion Osten, dass ich heute Morgen alle Guten zu März kann empfangen für den 22. Kongress von den Linken. Wir sind hier auf der Mosel, von Trief, Land Mosel, so duftig bläht, den Himmel weint uns möchte, ganz schön. An dem Wahlbezirk, den die kleinsten aus von den Feier, eigentlich den Zirkonskription Osten. Ich wollte an ganz kurz wieder losgehen, heute morgen zur Region, Episoden, auch etwas über die Sektion Osten, was wir machen, ein bisschen erst einen Abblick zu gehen, auch was hier in dieser Region da los ist. Ich wollte euch weisen, dass wir in dieser Gegend, die ganz sicher echt eine Ruralregion ist, natürlich auch in Zukunft eine links geprägte Politik brauchen. Ein Wahlbezirk mit 7 Deputierten, wobei wir im Jahr 2023 leider auch ein paar Stimmen verloren haben. Von 3,3 sind wir auf 2,5 zurückgegangen. Mit der großen Enttäuschung mussten wir natürlich, dass den ADR Sitz kriegen, währenddem die Grünen komplett untergegangen sind. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, an diesem kleinen Wahlbezirk einen Sitz zu kriegen, weil den Entreesticket so um die 12% liegt. Das will aber nicht heißen, dass wir nicht fest drauf leben, dass wir das bei der nächsten Landeswahl natürlich schaffen. Wir wissen ja, dass am Moment durch echt eigentlich Diskussionen laufen, für eventuell das Wahlgesetz zu verschaffen, auch von bislo ich darüber diskutiert, dass über den elektronischen Vote anzuführen. Ich denke, da muss man am Ball bleiben, weil vielleicht auch weiter zu diskutieren, dass vielleicht die Abteilung an die 4 Wahlbezirke mit den ganz unterschiedlichen Größen, ob das haut nach kohärent ist par rapport zu dem Wählerwillen, den wir eigentlich gern respektiert hätten. Und plus wissen wir, dass uns die Demokratie ganz auf wackelige Fels steht, weil just haut 50% von den Leuten überhaupt noch Deal holen können. Wir gehen ja nicht nur mit uns Landeswahlen. Vieles geht heute zuletzt auf einem lokalen Niveau entschieden. Am Osten haben wir natürlich ganz viele Kleingemengen. Von den 22 Gemengen sind dann nach 12 am Majorsystem. Und die größte Gemenge ist Junglünster. Das ist vielleicht nicht immer bewusst, wir am Osten ist Junglünster die größte Gemenge mit ungefähr gleich 10.000 Einwohner. Und der zweitgrößte ist Irsternach mit 6.000 Einwohner. Und die kleinsten ist Bech mit 1.400 Leuten. Und da witzigerweise ist es so, dass wir im Moment ein Member von der Link am Gemengerat von der größten Gemenge haben und noch einen an der kleinsten Gemenge. Und natürlich hoffen wir auch, dass bei der nächsten Wahl natürlich ein paar mehr Leute vielleicht über uns Partei können an die einzelnen Gemengeräte rankommen. Ich meine, Gemenge sind genau die Platz, wo Parteien können wurzeln, über das, was den lokalen Engagement ausmacht. Das ist sicher der Punkt, die Link auch vielleicht mal vertiefen. Wir werden uns das Engagement an der Lokalpolitik mehr an Fenster stellen und auch da gucken, sogar eine eigenständige kommunalpolitische Ideologie zu entwickeln, die mehr verstärkt nach außen drohen. Viele von uns Sorgen wie das Logement, wie eine ökologische Transition, wie Bürgerpartizipation oder auch Fragen zur sozialen Inklusion sind auch Themen, die an der lokalen Politik verankert sind. Und ich denke, Resultate der Kommunikation gibt uns sicher uns weiterbringen. Am Osten sind wir im Moment eine ganz kleine Sektion und wir brauchen noch sicher ganz viele neue Membern. Jetzt brauche ich just mal sich die Landkarte aber auch anzugucken. Da seht ihr, dass ich vom Mondorf bis auf Befort natürlich eine halbe Ewigkeit NRW ist. Also müssen wir gucken, dass wir vielleicht echt eine Lokalgruppe aufstellen, die auf den verschiedenen Plätzen können hier Präsenz markieren. Wir haben lohnende Wahlen uns auch schon öfters am Osten gesehen, wir schaffen noch ein paar Themen, die uns wichtig sind. Und das ist echt ein ländlicher Region, das Thema Landwirtschaft, noch immer ein ganz wichtiges Sujet. Wir haben dafür probiert, auch einmal ein paar Evaluierungen zu machen über das Thema gut Essen, Landwirtschaft an Essen, das Ganze ist eine komplexe, multidimensionale Thematik, die all die ganz großgesellschaftlichen Defien eigentlich berührt. Wir sprechen von Nachhaltigkeit, von Wertschöpfungskette, vom Wert von der Arbeit, von Gesundheit, vom Tierwohl und auch von internationaler Solidarität. Die Idee vom Feld auf den Teller, die symbolisch ganz viele Veränderungen von unserer Gesellschaft umfasst, also ein ganz wichtiger Aspekt. Ganz konkret wollten wir mal gucken, wie so können Veränderungen zum Beispiel an die kollektiven Küchen und sprich an unsere Kantinen umsetzen, zum Beispiel an Schulen oder auch an die Spitäler. Dann haben wir uns am Thema Mobilität beschäftigt. Am Osten muss noch Verschiedenes verbessert gehen, für das Bürger auch können verstärkt auf den öffentlichen Transport zurückgreifen. Wir sind auch immer überzeugt, dass man eine Tramslinie bräuchte, vielleicht von erst nach über Lünster an Staat, eine Art Revival von der Charliesbahn, die der ganzen Region da zugutekommen. Das gibt dann noch viele Frontalienhilfen aus dem Bitburger Raum für die Lebensqualität stark zu verbessern.
Ein drittes Chantier, den wir gerne angreifen hier im Osten, ist die von der Formation und der Reflexion. Wir wollen noch hier im Osten mehr regelmäßig Konferenzen und noch Échangen zu gesellschaftspolitischen Themen organisieren. Ich meine, ein partizipativer Approach von der Politik braucht so Momente, wo ihr mal Leute durchsprechen, aber vielleicht auch noch einen oder anderen könnt begeistern, für bei uns mitzumachen. Den 13. Mai, das ist dann in 2 Wochen, haben wir mal so etwas viel gesehen. Du könnt eine Dame, die heißt Aline Fares, auf Plünster an den Open, für ein Bon Dessiné vorzustellen. Sie verschiedene, die es vielleicht schon kennen. Sie hat über das Finanzsystem hier in BD gemacht. Das ist ein Ex-Bankier, die halt zu Lützeburg bei der Bill geschafft hat und dann noch bei Dexia zu Brüssel. Genau in der Zeit, wo noch die Lützeburger Staat mit unseren Steuergeldern ja dann die Bankenrettung mit den Belgiern, mit den Franzosen erholt hat und sie dann noch aufgewickelt hat. Also das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Die Position ist extrem kritisch. Bon Dessiné ist dann noch la machine à détruire. Pourquoi faut-il en finir avec la finance? Also Sie sind dann ganz herzlich invitiert. Ich gehe erst auf Ihr online keine paar Details, wie das ist. Also den 13. Overs zu Junglünster. Ich will nicht auf die großen Themen von nationaler Politik, von den Linken gehen. Ich meine, das können am Ausschluss nach oft genug und das ist auch nicht meine Rolle. Ganz persönlich wollte ich aber etwas dazu nach einer Streichen. An einer Zeit, wo man viel mit der Säbel gerasselt wird, muss mir als Link besonders probieren, eine Friedenspartei zu sein. Oprüstung, so wie sie in Europa gefordert ist, heißt auch immer eine super Excuse zu haben für die anderen Urgenzen, wie zum Beispiel den ökologischen Agenda oder den sozialen, einfach mal zu opfern. Wir müssen eine Alternativstimme bleiben und probieren, uns Bürger zu überzeugen, dass Frieden und Gerechtigkeit den einzigen Weg ist. Wir sollten global optimistisch bleiben. Eigentlich sind sie doch. Ich meine, dass die länger in letzter Zeit einen ganz großen Zuspruch haben, weil durch die kontinuierliche Arbeit auf den ganz wichtigen Themen mal als extrem kredibel Partei vorgeholt gehen. Wenn eine Regierung, die kläglich versucht, von dem die Themen geht, die für die Leute prioritär sind, zum Beispiel Wohnungsnot, soziale Gerechtigkeit, und da kann man natürlich schon die Fragen denken von Arbeitskonditionen und auch Pensionsdiskussionen. Das Regierung bedenkt just eine Minorität von Leuten, das heißt, die schon am meisten haben. Aber sie kümmert sich nicht um die Zürchen vom schaffenden Volk. Und ich bin noch plus so mal optimistisch, dass auch der massive Rechtsruck als los und enden kann. Weil auch die Leute draußen merken, dass das keine Solution ist. Und ich denke, den Trump ist vielleicht unser besten Alliiert auf dem Terrain, weil wir dumm schwätzen, hilft die keinem. Und ich meine, hier beweist eigentlich, dass das nicht kann an die richtige Richtung gehen. Das wäre doch fatal gegen eine ADR, die ja nicht eine kohärente Idee bis gebracht hat. Die Linken holen sich Zeit für zu überlegen und für dann argumentativ für Propose vorzustellen. Am Moment sind die Linken die Alternative weisen. Und ich bin zu 100% überzeugt, dass das Arbeit an Zukunft von Wählern honoriert wird. Wir stehen am Anfang von unserem Kongress, wo wir dann alle zusammen uns wichtig setzen für das Jahr und darüber raus. Merci für jeden, den heute an den schönen Osten gekommen ist. Merci für jeden, der sich engagiert, den Druck lebt, dass wir in Zukunft gestalten, wo alle Menschen seinen Platz wird. Ich gebe dann noch darauf hinweisen, dass wir die Chance haben, heute eine Exposition zu haben. Die sieht hier die Fotos, das ist von Pietro Masturso, das heißt Facts on the Grounds und geht dann natürlich um die Thematik für Palästinien und Israel. Und ich meine, kann natürlich die Chance haben, die Fotos zu gucken und dann noch darüber vielleicht eine kleine Chance zu haben. Mir eher den Kongress ganz offiziell aufhängt, muss man ein paar Administrativpunkte erledigen, die so an den Statuten vorgesehen sind. Und ich gebe dann davon profitieren und ich will dann noch die große Eier vielleicht am Namen von der Präsidenz von der nationalen Koordination erst Propos zu machen für das Kongressbüro. Und das wären dann an alphabetischer Reihenfolge Tessie Erpelding, den Esin Goiksoy, den André Marques und Mara Stieber. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob die alle nochmal der Affersterne sieht. Wenn das so ist, dann, voilà, ich denke, der Ton ist das, hat man wollten. Ein ganz großes Merci, du hast das Büro dann auch angeholt und ich bitte dann die 4 Leute, auf hier Platz hier hinzukommen und ich gehen hin dann weiter. Also, Kameraden und Kameraden, peau noire, masque blanc, l'enceinte de la révolution algérienne, pour la révolution africaine, und natürlich les damnés de la terre, sind Texte, die viele von euch bekannt sind. Der Autor von diesen Texten wird den 20. Juli
von diesem Jahr 100 Jahre alt gehen, wären leider nicht am jungen Alter von 36 Jahren gestorben. Die hat gerodet, Nathalie guckt mich schon, weil ich noch immer sein Porträt hängt in meinem Büro, den Nathalie abgehangen hat. Ich schwätze vom Franz Fanon, den marxistischen Psychiater aus der Martinique, Resistenzler gegen Nazien nach Frankreich, gegen den Kolonialismus an Algerien. Der Kapitalismus entfremd den Mensch, zerstört die Menschheit. Der Faschismus, der Nationalsozialismus, der Kolonialismus entmenschlichen den Mensch. An erster Linie die Menschen natürlich, die davon abhängig sind, aber auch Täter, die durch Henker, die dadurch zu Monster gehen. Das sind gerade gesagt fundamental Erkenntnisse vom Fanon, also sie sind auch immer von einer beißenden Aktualität. Wir als Linker wissen ja auch, dass der dienste Kapitalismus Tendenz hat, zum anderen zu feiern, dem Faschismus, dem Kolonialismus oder dem Neokolonialismus. Und die Kämpfe mussten noch immer gefördert gehen. Nachdem Hamas am 7. Oktober 2023 ein Massaker am Süden von Israel verursacht haben die Reaktionärskräfte von dem Staat Gelegenheit genutzt, für den Gazastreifen Palästinenser freizumachen. Nicht just Gaza, wohlgemerkt. Cisjordanien gedoch brutal geraumt. Der Kolonialkrieg gegen Palästinenser hat seine höchste Stufe am Horror erreicht. Den Horror gedoch nach umso mehr unhaltbar, dass der globale Westen nur guckt, Heinz Dom am Beise Fanger weist, mehr Wirklichkeit ein israelisches Projekt unterstützt, für aus Gaza eine Riviera für die Reich zu machen, an Cisjordanien für weiter Siedler abzumachen, so wie damals auch eben Franzosen ganz algerisch Dörfer ausgerottet haben, für sie den Siedler zu schenken. An der ganzen Froh, an der Gaza-Froh als Lützeburger Regierung hypokritisch. Sie sagen zum Beispiel, sie wählten den Staat Palästina ja gerne unerkennen, mehr lo wie nicht im Moment. Es war nicht der Moment 2014, wo die erste Resolution dazu bei dieser Initiative an der Chambre präsentiert und geholt wurde. Und das ist auch noch immer nicht der Moment. Ob was wart, Xavier Bettel, dass es tatsächlich kein Palästinenser Palästina mehr gibt, für die Stadt anzuerkennen. Von Sanktionen nicht zu schwätzen, die Lützeburg schon auch kein unilateral beschließen, seinerseits. Die wohlwollende Attitüde gegen den Niver Israel ist natürlich eine Katastrophe für die Palästinenser, mit der Senk für die größten Attacken gegen die internationalen Recht hinter dem Zweiten Weltkrieg. Jo. Ja, auch die Lützeburger Regierung, genauso wie die globale Westen, bis auf ein paar Ausnahmen, hier legen die internationalen Recht total aus und schicken somit ein schreckliches Signal an die Welt raus. Wenn ihr auf der Seite vom Westen sitzt, dann dürft ihr euch alles erlauben oder bauen. Das hat auch der rwandesische Diktator Paul Kagame gut verstanden. Weil sein Regime der Schuschu vom Westen ist, konnte Rwanda bisweilen ungeniert dem Kongo seine Ressourcen klauen, notamment der Coltan, sodass der Rwanda eindeutig mehr Ressourcen exportiert, wenn er überhaupt produziert. Das geniert die Lützeburger Regierung nicht, und nach Manner als Finanzplatz, weil sie aus Kigali auch ein Finanzzentrum an der Region aufbauen wollen. So sind wir auch für uns 2 Wochen geworden, dass eine Gesellschaft Traxis Mamnum mit Adresse auf der Arler Straße mit geklautenem Coltan handeln geht. Das versteht natürlich gegen europäische Direktiven. Und dafür haben wir auch dem Xavier Bettel die Frage gestellt, ob die Regierung will es hat, etwas dagegen zu erholen. Bislang kriegen wir noch keine Antwort. Geht das heißen, dass alle Verstrickungen zwischen dem Kagame-Regime an der Lützeburger Finanzplatz etwas vielleicht damit zu dienen hätten, dass der Xavier Bettel nicht nur gezickt wird für europäische Sanktionen gegen Kagame-Schergen Mazedon, sondern sie sogar aufgebremst wird. Nach ein Jahr, die internationale Recht gedalkehrs geschwächt, wenn es eine Geometrie variable angewandt wird. Und es geht nicht dadurch besser, wenn das im Sinn von kapitalistischen Interessen geschieht und da dem Buckel von den Millionen Menschen, die am Kivu leben, nach flüchten müssen, für nicht massakriert zu gehen. Menschen dürfen nicht der Spielball von den Interessen der Kapitalisten sein. Das, was als geopolitisch Interesse verstanden wird, bedeutet meistens die Interessen der Großkapitalisten aus aller Länder. Normal Menschen haben keine geopolitischen Interessen, aber sie sind Opfer davon. Dafür versichern wir uns immer, nur den Interessen der Menschen zu richten, die Urstadtwelt sich an einer Situation befinden, wo sie unterdrückt gehen. Es kann ihnen nicht immer alles wissen. Wir können nicht immer alles wissen. Es kann ihnen auch nicht immer absolut richtig schleiern.
Ein großer Fehler aber als Linken wird Stimmen von denen zu ignorieren, die betroffen sind, zumal von doch Kameradinnen und Kameraden sind. Auch wenn wir nicht naiv sind, an uns bewusst sind, dass der Krieg für Russland gegen die Ukraine auch zu einem großen Teil natürliche Stellvertreterkrieg ist, wie quasi all Krieg überhaupt, nachdem sich die Interessen von Deler von amerikanischen, europäischen, russischen und auch ukrainischen Bourgeoisie verstoppen, die sich ja wirklich kein Millimeter für das Leben von Ukrainerinnen und Ukrainer interessieren. Ich habe dabei gesagt, dass die Bourgeoisien, die sich auch kennen und auch man sie können, wenn sie einen Deal sich fanden, ob Kosten vom Volk natürlich. Auch wenn wir das alles wissen, stellen wir eine Sache fest, es gibt ein Opfer. Das ist das ukrainische Volk, das ist die ukrainische Arbeiterklasse, die sowohl Opfer ist von der neoliberalen und gewerkschaftsfeindlichen Regime zu Kiew, aber auch Opfer ist vom russischen faschistischen Imperialismus. Es gibt Stimmen an der Ukraine, mehr oft wie gedurcht wird. Sie adressieren sich auch regelmäßig an uns, westlich Linker, meistens auf eine Art und Weise. Sie sagen, liebe Kameraden und Kameraden aus dem Westen von Europa, ja, die sind ja für den Frieden, wir auch. Die westliche Regierung sind noch nicht koscher, aber wir sind noch am Krieg. Und das bedeutet, dass wenn das russische Regime den Krieg gewinnt, dann ist es nicht nur eine Katastrophe für die Ukraine, und noch für die ukrainische Arbeiterklasse, aber es wird auch ein faschistoides Regime von einer Großmacht stärken, und also auch für die Russen, auch für die russische Linke, die auch schon am Hintergrund ist, weil sie sonst an der Prison landet. Und es wird Faschisten überall auf der Welt stärken. Also ich schlussfolgere auf eine typisch leninistische Art und Weise. Wir sind auch bereit, Verteidigungswaffen von den westlichen Imperialisten umzuholen, für uns gegen den russischen Imperialismus zu verteidigen, weil für das müssen wir überhaupt überleben. So wie die Kurden sich da auch gezwungen gesehen haben, westlich, also israelisch, Hölle umzuholen, die sie benutzt haben, für gegen Daesh zu kämpfen. Revolutionärer Pragmatismus ist heißt doch speziell. Aber das bei weitem nicht Neues an unserer Geschichte. Die Bolschewiken wussten davon auch Elite zu sagen. Und ich meine, eine Schwätze für uns alle, die als Position teilen, dass man nicht aus Kriegslüsterei oder aus irgendeiner Libido, die irgendwo verstopft ist, der Meinung sind, dass wenn die Ukraine nur Verteidigungswaffen ruft, dass wenn als Kameradinnen und Kameraden auf der Front noch Verteidigungssysteme frohen, für das juste Moment an Leute sterben, dann machen wir der Hilfe dir nicht so. Schlussendlich muss aber auch verhandelt gehen, aber auf einen Hecht. Wenn sie aber sagen, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, was möglich wird, wir müssen kapitulieren und gucken, wie das Land abgedeelt wird in der westlichen und russischen Oligarchen, da sagen wir, okay, wir zwingen gehen. Wo mir aber auch klar sind, Verteidigungssysteme an die Ukraine schicken, wenn die Ukrainer das wünschen als eine Sache, eine militärische Abrüstung, die soll feiern, 800 Milliarden an die Rüstungsindustrie zu stärken, als eine andere. Und das drohen wir nicht mehr. Aber was man nach Männer matronen, und das haben wir sogar in der Chambre gesagt, Karl de Marc, an nicht dem Premier auch klar gesagt, dass die Abrüstungsspirale, gegen die wir sowieso sind, an die gefährlich sich unhält, nicht zum Vierwand genutzt soll gehen, für auf den Buckel von den Leuten an Europa nach mehr Austerität zu machen. Aber wir haben die Message von unseren Kameradinnen und Kameraden an die Ukraine weitergelegt. Stärkung von den Arbeiterrechten an der Ukraine, Freiheit für die ukrainischen Gewerkschaften, Kampf gegen den Zelensky, sein Neoliberalismus, Nationalisierung von den essentiellen ökonomischen Sektoren, ein Kampf gegen die Oligarchen und natürlich die Streichung von der Schuld von der Ukraine. Das wird den Kampf gegen den russischen Imperialismus und gegen alle anderen Imperialismus genauso stärken wie die Waffen. Das ist natürlich keine simplistische Forderung, aber das an Mengen an eine internationalistische, solidarische Forderung, wenn auf der Seite von einer unterdrückten Arbeiterklasse ist. Kameraden und Kameraden, wir haben es mit einer neoliberaler, reaktionärer Regierung zu dienen. Von der Außenpolitik habe ich schon gerade geschwärzt. Der Xavier Bettel, als auch Kooperationsminister, ist am Gange, die Arbeit von den ONG zu ruinieren. Der Bettel, der striktement nicht von ONGs Arbeit versteht, die Leute aus den Medien nicht nachlauscht, mir ihnen trotzdem erklärt, wie sie sich sollen anlehnen. Das ist die Arroganz von der Bourgeoisie. Das ist die Arroganz von einer Klasse,
die für sich so angeholt ist, dass sie meint, denen können Lektionen zerdeelen, die schaffen am Machen. Dieselbe Arroganz von der Bourgeoisie, vom Großpatronat, sei den an der Arbeitspolitik. Von ihren großen Kämpfen, das sind die Öffnungszeiten. Die müssen nur unbedingt reguliert gehen. Und das perfidst daran ist, dass sie behaupten, die Leute wählten dadurch. Von was für eine Leute schwätzen sie? Bestimmt nicht Salariat. Wir sind natürlich nicht dagegen, dass Salarien Recht sollen, nun hier Arbeitszeit so zu organisieren, für sie so gut wie möglich am Anklang materieller Lebensorganisation zu bringen. Wir sind für eine salariatsfreundliche Planung von den Arbeitszeiten. Und das kann nicht mehr gehen über Kollektivverträge, wo nicht leicht der Vertreter vom Salariat, also der Gewerkschaften, kommen kann. Und so könnte doch zu Lesungen. Da Lust, Salariat zu summen, mit ihren Gewerkschaften, Schaffzeiten so organisieren, dass den zum Beispiel auch sein Aktiv während der normalen Öffnungszeiten machen kann. Und da könnte auch noch eine andere Förderung von uns dabei. Die Arbeitszeitverkürzung. Dann haben die Leute auch mehr Zeit für andere Sachen auf der Arbeit zu machen, notamment das Essentiellste vom alltäglichen Leben. Das ist so, und nicht an der Chefetage von der Betriebe wie an einer Diktatur, wie ihr Probleme lesen kann. Dafür kann ich sich nicht mehr darüber freuen, dass die zwei Gewerkschaften OGBL und LCGB sich zusammengefunden haben, für Front zu machen, für gegen die salariatsfeindliche Pläne von der Regierung zu mobilisieren. Die Frontalattacke von der Regierung gegen die Rechte von den Gewerkschaften, als eine Attacke gegen die Rechte von den schaffenden Leuten, an wen die schaffenden Leute angreift, die lädt sich im ganzen Land an. Spätestens den 28. Juni auf der großen Gewerkschaftsmobilisierung werden wir Gelegenheit tun, zu weisen, dass die Männer haben, zu viel mehr sind. Da, wo die Regierung nicht vom Fleck kennt, als an ihrer berüchtigten Pensionsreform. Ganz unabgefordert wird die Regierung auch einmal gemeint, dass der erste Pilier, also der solidarischen, öffentlichen, normale Pilier, zu Ungunsten von der Betriebs- und privaten Zusatzpensionen, ja, das nervt, reformiert müsste gehen. Weil das war nämlich die allererste Aussage von der Madame Depré. Dafür soll ich nicht meinen, die Regierung weiß nicht, was sie alles hat. Madame Depré hat just aus dem regierungsinternen Plauderkästchen geschwärzt. Hallo rudern sie, weil sie wissen, dass der Schuss noch angeht. Dafür wurschteln sie Zentament und organisieren Scheindebatten. Sie treten eine Diskussion los, die keiner gefragt wird, außer dem Milieu von den Zusatzpensionen oder dem Patronat. Also eine Ultraminorität von Leuten, die strikt nicht repräsentativ ist. Für den No, ein anderthalb Jahr mich spät, mal nicht kapabel zu sein, Klartext zu schwätzen. Die einzige Partei, die Klartext schwätzt an der Pensionsreform, das ist die Linke, also ist kein. Und das ist auch schon drängen. Das ist nicht uns aufgefallen, aber auch das ist aufgefallen während der größeren Pensionsdebatte an der Chambre. So gut Journalisten, die nicht unbedingt als Meinung teilen, haben unisono zugegeben, dass wir die einzig waren, die konkret und verständlich geschwärzt haben. Das hat viele Ursachen. Natürlich hat der Markt das exzellent gemacht, und das ist nicht eine Frage von evidentem Talent, aber auch von Auseinandersetzung mit dem Sujet. Und noch eine Auseinandersetzung, die wir kollektiv an der Linke gefördert haben, innerhalb von der Arbeitsgruppe Pensionen und noch mit 4 regionale Formationen, die wir proposiert haben. Wir so klar, was wir wollen, ein Aufbau vom solidarischen System, keine Favorisierung von privaten Zusatzpensionen. Und wir haben noch erklärt, wie wir Mindestpensionen erhöhen wollen und wie wir das Pensionssystem weiter finanzieren wollen, falls es nicht mehr durchgehen. Ein Beispiel wird die Aufschaffung vom Kotisationsdeckel, weil wir es nicht als gerecht gesehen haben, Leute, die über 5-mal den Mindestlohn verdienen, ob einmal nicht mehr müssten abzahlen. Ich bleibe aber dabei, ich habe nicht genug Zeit für alles, so wird mir alles fördern. Die Arbeit hat keine andere Partei gelegt, und das haben wir auch während der Debatte gesehen. Beim Vertreter von der DP hat ihn sich einfach fragen, von was schwätzt denn lo? Wo er sich sieht, okay, Herr Schockmel, das war da so, stimmt vielleicht, aber an einem anderen Universum, den auf einer physikalischen Gesetze beruht. Dann haben wir CSV,
die sich selber nicht ganz sehen, und es scheint so zu sein, dass ihre Vertreter, den Herr Spautz, mit seiner eigenen Regierung nicht so richtig auferstanden ist, aber ich kann da auch nicht so richtig sagen. Dann nur mal die Grünen, die diese Schweier, das war nie so richtig ihr Thema, sie schenken sich aber ein bisschen zu verbessern, und das wird wahrscheinlich eine Erklärung. Ich subsumiere, dass sie bei uns kneipen. Ein bisschen wie so der Meme von Mr. Bean, der bei seinem Banknopper so versucht aufzulesen. Bei den Sozialisten, ja, soll ich so sagen, sie trauen sich nicht ganz. Ich wollte bien mich pufte paar. Zumal von hier ein ehemaliger Sozialminister der Meinung ist, dass bei all Gelegenheit Land aus einer fantastischen Pensionsreform von 2012 erinnern soll, als einen Deputierten Kameraden bleibt nicht mehr viel übrig, für auf Pierre Schum zu gucken. Dafür können wir mit Stolz behaupten, dass wir zu einem wesentlichen Undeel am Kampf gegen den Aufbau von unserem Pensionssystem beitragen und dazu zusammen mit den Gewerkschaften. Der Kampf ist zwar noch nicht gewonnen, aber sie sind am Gange, den zu verlieren. Der Luc Frieden, den er auch zu spät Premierminister ging. Zeiten, wo ein neoliberalen Diskurs nach kommt durchgehen, sind rüber. Die Regierung ist ridikül. Sie kennt mit Argumenten aus den 90er Jahren, mit Remeduren, die schon jahrzehntelang bewiesen haben, dass sie überall, wo sie appliziert wurden, nicht mehr Misere verursacht haben. Wie lebt nach der Runde, dass wenn die Reich nach mir reich möchte, dass es der Allgemeinheit ging besser gehen? Der Millet mit der Motorsee, die mit seinem deutschen Mut schwätzt. Den Elon Musk mit der Motorsee, wo ihn sich all der fragt, ob die Substanzen, die in Anhalt vom Mars kommen, dem Planeten. Nein, den Diskurs, also wirklich geht schon tot, und wir sind am Gang, den Gegendiskurs aufzubauen. Am Dezember wird Chamber, ohne Einstimmen natürlich, den Topmanager im Steuergeschenker gemacht. Sie nennen da das Regime des Impatriés, wo ein Topmanager aus dem Ausland während 8 Jahren auf der Halschen von seinem Revenu keine Steuern bezahlt. Kurz erklärt, wenn eine Bank aus dem Ausland einen Direktor auf Lützeburg kommen lässt, mit einer Jahrespreis von 400.000 €, da wird hin am ganzen 91.000 € Steuern sparen. Das ist pas mal, ne? Andererseits, für aber zu weisen, wie sozial sie sind, haben sie auch den Mindestlohn steuerfrei gemacht. Da gehen immerhin 11 € angespurt, dafür kriegt den ein Menü am Kebab mit Dessert. Das ist die Gerechtigkeit, wie die Regierung sie gerne hat. Ein Kebab für den Mindestlohnempfänger und ein Sportswohn für den Manager. Am selben Atemzug ist der Betriebssteuersatz von einem weiteren Prozentsatz raufgegangen. Erstens sind dazu, die der Allgemeinheit empfehlen, und zweitens, was das Gegenleistung? Geht es den Salarien an den Betrieben besser, wenn Benefice man besteuert gehen? Kruten die Leute mehr an der Pai, sie mehr Arbeitsplätze entstanden, 3-mal nehmen. Dieselbe Logik applizieren sie an der Wohnungspolitik. Für das erste Mal, wie bei den Mindestlohnempfängern, grimmeln für die Lokataire mit der Subvention Loyer, die just dafür da ist, für die übermäßig wachsenden Loyer zu kompensieren, ohne sie zu bremsen, am Gegenteil, weil die Subvention Loyer geht ja erst ein Kehr in die Taschen der Proprietäre. Also gewandt Leute endlich Recht kriegen auf die Subvention. Da müssen sie auch nach monatelang werden, für sie zu kriegen. Für was? Weil das Minister inkapabel ist, genug Leute anzustellen, für Dossiers zu trätieren, weil es gibt immer mehr Leute, die die Hölle verbrauchen. Und das schenkt der Minister Maisch aber wirklich nicht aus der Haut zu bringen, für ein Kehrmal. Aber wenn wir das Logementsminister hätten, da gäbe ganz sehr gehandelt gehen. Für das erste Mal geben wir einen richtigen Loyerdeckel aufhören. Proposition de Loi haben wir schon längstens geschrieben. Zweitens, steuerliche Mesuren für die Spekulation nicht unterstützen, mehr bekämpfen. Drittens, Steuerkadon für die Promoteuren finito. Sie haben genug gefräst. Viertens, wir schaffen eine nationale Wohnungsbaugesellschaft, die all die Arbeiter, die am Chômage geraten sind, und nach anderer erstellt, mit besseren Paien und Arbeitskonditionen natürlich, und die massiv öffentlich und hochqualitativ Wohnungen bauen wird. Am Platz der Promoteure Steuerkadon nur dem anderen zu machen, ohne dass das irgendeinen Effekt hat, außer für die Promoteure selber natürlich, weißt du mal wenigstens, wo Steuergelder hingehen. Weil anders das wie den Finanzminister Roth, geht für mich nicht leichtfrankisch mit Steuergeldern umgehen. Das Schlimmste ist, dass sie selber wissen, dass die Steuergeschenke, die sie ihre Promoteursgruppe versprochen, absolute Bullshit sind.
Letzte Monat nach als der Finanzminister Rëm mit einer Verlängerung von den Steuergeschenken für die Promoteuren an der Chambre kommen. Und er hat versprochen, es wäre wirklich nur die letzte Kehr. Er hat das ein bisschen auf die Manier gesagt, wie den, die regelmäßig sein Geld an das Casino verspielt und die dann nur anruft, für Geld zu lehnen und da verspricht, dass das Kehr wirklich die letzte Kehr ist. Just nach einmal, da klappt es und dann ist es drüber. Kameraden und Kameraden, auf viele Sujets stehen wir also gar nicht so schlecht da, aber wir haben noch ein paar Ideen im Parlament, weil der heute ist ja Bericht von unseren parlamentarischen Aktivitäten. Wenn wir an einer Motion fordern, dass Strompreise reglementiert und gestaffelt organisiert gehen, sodass die Energie für jeden garantiert wird, dann wird die Majorität als einziges Argument hat, sie könnten das nicht unholen, weil das, ich zitiere, Planwirtschaft wir, damit den wie sehr sie kein Argument mehr fanden. Erfolge hatten wir auch noch auf anderen Niveauen. Wir sind die allererste politische Kraft, die Frau vom Klimawechsel in Verbindung gesagt hat mit der Arbeit. Ein großes Merci auch an die Chercherinnen und Gewerkschaftler von OGBL, die uns dabei geholfen haben. Als Motion, die aufgerufen wird, löscht von den Arbeitskrankheiten und Akzidenten, die klimabedingt sind, wie zum Beispiel Hautkrebs bei den Bauerbestand, zu komplettieren, als an der Kommission angeholt gehen, aber wird demnächst auch an der Chambre angeholt gehen. Das misst dann noch konkret Wirkungen haben für die schaffenden Leute. Nicht nur, dass hier Krankheit als Arbeitskrankheit unerkannt wird, aber auch das Patronat muss gezwungen gehen, Präventionsmaßnahmen zu holen, für das Leute überhaupt nicht krank gehen. Also bringt doch etwas ganz konkret, wenn ich nicht mehr zu zwei an der Chambre raus, stell dich mal vor, wir werden zu mehr. Das ist ein Erfolg für eine Majorität von Leuten. Ich will aber auch unterstreichen, dass das Erfolg ja nicht just auf der Arbeit von den zwei Deputierten beruht, aber sie wären unmöglich, ohne den immensen, starken Ansatz von unserem Staff und auch von den Membern von der Linke, die sich auf diese Fragen engagieren. Als Erfolg an der Chambre, sie führen allem kollektiv Erfolg von der Linke. Ein anderer Erfolg für eine Majorität von Leuten, nämlich für die Frauen, die können wir auch mit Stolz drohen. Lützeburg wird endlich den Feminizid, Mord auf Frauen, weil sie Frauen sind, unerkennen und rezensieren. Diese Motion ist unanim angeholt gehen. Aber wir bleiben natürlich nicht dabei. Eine Übersicht über den Feminizid als eine Ausgangsbasis für auch den Feminizid und genderspezifische Gewalt zu bekämpfen. Dazu haben wir auch vor kurzem eine Proposition de loi déposiert, die sich auf die Rekommendationen vom Gruppe von den Experten für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt im Grevio steigt. Wir müssen just dafür sorgen, dass diese Proposition de loi so sehr wie möglich in der Chambre diskutiert und natürlich auch angeholt wird. Ich meine aber, dass es dafür einen großen Support an der Bevölkerung gibt. An der rezenten Erfolg vom Marsch internationalen Tag für Frauenrechte hat ja auch bewiesen, dass der Kampf für Frauenrechte zu einer neuer stärkt. Rümpfung tut an Militantinnen von der Linke sind darunter nicht unschuldig. Aber das ist nicht darüber. Wir haben nicht ein Gesetzespropos deposiert, wir auch noch eine Verfassungsänderung. Der feministische Kampf geht ja nicht vielleicht mehr stark, es gibt reaktionäre Kräfte, die versuchen, Draht von der Geschichte zurückzudrehen. Das wird ihnen nicht gelingen. Eine der wichtigsten Errungenschaften von den Frauen ist, dass sie das Recht haben, zu dezidieren, ob sie drohen oder kreieren wollen. Und das Recht soll an der Verfassung verankert gehen. Den Kampf können wir auch gewinnen, sogar wenn eine Zweidrittel-Majorität nötig ist. Wir kriegen mit, dass die Debatte auch an der Reihe von der Majorität stattfindet, weil der Kampf von der freien Emanzipation hat immerhin an den letzten Jahrzehnten zum Teil sein Weg von bis an mehr konservative Millionen. Und das haben wir auch denen Kameradinnen zu verdanken, die schon an den 70er Jahren einen ganz harten Kampf geführt haben. Natürlich werden die 5 von der Tankstelle, von der ADR nicht dafür sein, aber sie sind sowieso die Feinde von den Frauen und von so vielen anderen Menschen sowieso. Hier wird der Markt nach einer Resolution zum Kampf gegen Rechtsextrem stellen. Den Kampf soll ihn nicht unterschätzen. Nicht, weil die Faschon hier Ideen so stark an der Bevölkerung wären. Das ist nicht wahr. Allein sie sind nicht. Mehr anders als wie mir,
gehen sie von dem einen oder von dem anderen Millionär oder Milliardär unterstützt, und aber auch von Delen von Parteien von der Mitte, von Metreets, also Parteien von der klassischen Bourgeoisie. Wie sollten sie früher in Frankreich plutôt Hitler que le Front Populaire? Und dafür wundert es uns nicht, wenn der an der Chambre mit einer peinlichen Genauigkeit sich immer auf der Seite von den großen Proprietären stellt, immer auf der Seite von den großen Promoteuren stellt, immer auf der Seite von den Bossen von der Finanzplatz stellt. Sie schicken Signale. Kuckuck, falls ihr es braucht, sind wir für euch da, so wie Demos. Sie schaffen die Bourgeois so, an mir, der großen Majorität von der Bevölkerung. Das ist der ganz großen Unterschied. Und das ist auch für was wir Brandmauer vom sozialen Fortschritt sind, Brandmauer gegen den Faschismus. No pasarán. Liebe Kameradinnen und Kameradinnen, merci, dass David schon mal überholen. Kurz nachdem ich den Anruf gekriegt habe mit der Frage, wo ich dann drauf wäre, hat der Site mir dann annonciert, dass Attention, gauche fermée. Das ist etwas, was natürlich nicht gut klingt, was wir alle nicht wollen, aber was für allem die Leute, die einen Link, einen starken Link brauchen, nicht gut geht. Hier ist dann darüber gehen, wenn wir auf der Lenker die Überholspur abmachen und ein bisschen schnell weiterkommen, für dann diesen Tag abzuholen, den ich am Anfang ja nicht gemeint hat zu tun. Werde ich aber kurz ein bisschen auf die Vergangenheit angehen, die Milan Vergangenheit angehen und zitieren von etwas von 25 Jahren. Die Entwicklungen der letzten Dekaden haben eine immer größere Bereicherung bei wenigen und Verarmung und Prekarität bei der Mehrzahl der Menschen hervorgerufen. Die 226 Reichsten der Welt verfügen über so viel Einkommen wie die Hälfte der Menschheit. Ich zitiere hier, vielleicht hat irgendjemand Roden aus dem Grundsatzprogramm von Die Linke von 1990. Mittlerweile sind Chiffren nicht unbedingt besser gehen, wir sind bei 8 reichsten Menschen angekommen, die den nämlichen Anteil vom Reichtum, nämlich Deutschland, von dieser Welt, auf sich monopolisieren. Keine der in der letzten Periode im Parlament vertretenen Parteien übte eine fundamentale Kritik an diesen Entwicklungen, da sie sich alle hinter dieses System stellen und daher auch seine antisozialen Auswüchse als notwendiges Übel ansehen. Die Linke will diese Logik durchbrechen, indem sie das kapitalistische System in Frage stellt und nicht die Kapitalrendite als einziges Ziel alles Wirtschaftlichen anerkennt. Auch das aus demselben Grundsatzprogramm an die Linke als Haut die einzige Partei, die nicht nur eine Alternative zum herrschenden System will, aber auch an der Chambre, an der Gemengeräte vertreten ist. Wir sind immer die einzige seriös zu holende politische Kraft, die die Wurzel von mir will, von der Wurzel der sozialen Ungerechtigkeit, an der Zerstörung von der Umwelt benennt, an ein System, ein Alternativ zum System Fried. Das tun wir aber nicht recht am Lebensmeist, um da zufrieden gehen hun, als Rang mit unseren ideologischen Überzeugungen in den Nähen auf die Schulter zu klappen und zu bestärken, auch Risiko einen irrelevanten Debattenclub zu gehen oder carrément einen Sekt zu gehen. Nein, und das auch nicht an einem ideologiefreien Populismus, wo man eine Partei angesehen hätten, als Partei angesehen hätte wie ein Supermarché, wo jeder sich servieren kann, dass wir als ein Festplatz an der politischen Landschaft zu Lützeburg auch schafft tun, an die auch noch da sind, für die zu halten. Wir haben das Pferdesport als Grundsatz immer am spezifischen Kontext von Lützeburg, an dem globalen Kontext von unserer Zeit, rüberzubringen, an einen politischen Debatte anzubringen. Wir haben realisierbar an transformatorisch, politisch Propose formuliert,
die systemerhalen Parteien gezwungen haben, Positionen zu holen, die sie am nächsten gar nicht geholt hätten. Auch wenn man allzu oft auch ignoriert gesehen, als das nicht immer gelungen, den Medien oder den anderen Parteien darüber wegzugucken. Und das war nicht mehr möglich, weil wir erstens Bühnen von unserer Vertretung an der Gemeinderat und an der Chambre zu nutzen wussten, und Optionen nie ausgeschlossen haben. Das hat der Zivilgesellschaft Hoffnung gegeben und einen Druck auf die etablierten Parteien gemacht. Ohne das Platz, da wo Decisionen geholt gehen, ohne prinzipiell bereit zu sein, an der enger oder anderer Gemeinde respektiv, sogar an einer Regierung, auch wenn man bis noch nie irgendwie eine Option da bestanden hat, mit denen Positionen, mit denen in het Kinden eine Koalition formieren, mit den Parteien. Aber ohne diese Option immer auch am Blick zu behalten und als Positionen so zu entwickeln, dass sie umsetzbar sind, wäre man irrelevant als Partei. Das ist aber ein weiter Bau zwischen der Realpolitik mit Marktoptionen auf der einen Seite und der Alternative zum System, den wir auf Frage stellen, basiert auf festen Überzeugungen auf der anderen Seite, und das ist Spagat, den nicht einfach ist. Und das ist auch nicht einfach, den rüber zu bringen, vielleicht eng von unseren großen Defien. Wir haben aber immer im Pferdespruch, irgendwo zwischen der enger und der anderen Extremität von dem Bau Pisten abzuweisen, an hier politischen Ausdruck zu gehen für Richtungswechsel und eine Transformation von unseren Gemengen, von unserem Land. Alles das sich auf der ganzen Bandbreite von dem Bau, der weit gespannt ist, zu bewegen, das ist keine einfache Aufgabe für eine kleine Partei mit übersichtlichen Mäuern. Und ja, trotz allen Akien brauchen wir es kein Vier zu machen. Die letzten Wahlen haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. Die Leute, die von ihrem Lohn leben oder knapp überleben, und noch als Biodiversität, als Klima, haben mit den aktuellen Majoritätsverhältnissen nichts zu gewinnen. Sicherlich ist der aktuelle politische Kontext nicht favorabel für ein Link am Exil dadurch weltweit. Aber das ist keine Excuse. Und als Reaktion nach der Wahl war dafür seriös und ohne Tabuen zu gucken, was wir bei uns können ändern, für uns strategisch ernst und mehr klar aufzustellen, für den Trend zu drehen. Es gilt, die Jahre ohne Wahlen zu nutzen, für uns so aufzustellen, dass wir fertig springen. All die zu überzeugen, für die wir konsequent politisch anstehen. Der remarkable Erfolg von Die Linke in Deutschland weist, dass es möglich ist. Wenn eine klare Positionen hat, und sie mit den richtigen Leuten und anhand von konkreten politischen Proposen ein Projekt rüberbringt. Hier muss ihn tranchieren, Schweren holen, und den Fokus auf die Realität setzen, mit denen die Leute alltag konfrontiert sind. Pensionen, Wohnen, Energiepreise, Lebensmittelpreise. Und das auch. Die Linke hat den Applaus wirklich verdient und auch all die Leute, die sich mobilisiert haben, für quasi am Platz Gefahr zu haben, zu verschwinden, wirklich so ein Perse zu machen. Das ist auch nicht, wie wenn wir uns noch nie vorgestellt hätten, auch keine Idee gehabt hätten, wie wir uns ernst können abstellen oder uns Positionen mehr überzeugend drüber kriegen. Aber all Changement bringt Ungewissheiten. Und diese Ungewissheit ist desto mehr groß, desto mehr schnell mehr Mengen einzelne gute Ideen von heute auf morgen umzusetzen. Die vergangenen Reflexionsseminare haben gewiesen, welche Potenziale tut, sich Zeit zu holen, für zusammenzukommen. Und offen und kritisch als politisch Handeln an der Club zu holen. Wir haben an ein, zwei Tagen alles konnte bedenken, alle Zusammenhänge konnte konsiderieren und im Detail ausgemacht, wie das Ziel oder die Mesure konnte umgesetzt werden. Leider just teilweise. Und am Platz zu warten, bis es 2012 war, wie am Fall von Die Linke, und dann all-in zu gehen, hat die Nationalkoordination nur die letzten Wahlen dezidiert, einen Strategie-Reflexionsprozess umzugehen.
So wollen wir über 1 bis 2 Jahre Etappe für Etappe die Analyse machen von unserer Partei, von den sozioökonomischen Umständen zu Lützeburg, und klare Decisionen holen, wo es in Zukunft soll hingehen. Am Platz dann von einer Analyse von Wahlen direkt auf 2-3 Mesuren zu sprangen, die Gamechanger sollen sein, aber weder sich Meier nach sich Strukturen dafür zu gehen, übersprangen wir das keine Etappe. Nur mit Tat des Lieux, an den Formationen zur politischen Strategie an den letzten Moment, definieren mehr als nächste Vision, gehen uns dann Ziele, und aufgrund von diesen Zielen machen wir den Choix von den prioritären Mesuren und Aktionen für das Ziel zu erreichen. Den Bau, den ich beschrieben habe, hat Cornelia Hildebrand von der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Spannungsbau bezeichnet. Und was es braucht, für dort zu realisieren, als integrierend Projekte, die ganz Bandbreite zusammenbringen und auch rüberbringen bei den Leuten, und wie weit mehr mit denen Umsätzen können wirkliche Changement für die Leute an ihrem Leben bewirken. Und das ist nicht das mehr Louvre, bis zum Moment von dem Strategieprozess angekommen sind. Verschiedene Initiativen, die man in den letzten Monaten geholt haben, Prioritäten, die man gehen haben Sachen schon konkret bewirkt. Pensionen, den David hat Beispiel gesagt, ich brauche nicht zu wiederholen. Wir sind als echt 4 geprescht, dort man noch kein Matkrit, das wir schon am September Propose gemacht haben. Und spätestens bei der Debatte, als der da war klar ging. Bei der Energie, ihr habt Gesetz gestimmt, ging aus für eine Petition lanciert, mit einer Motion an der Chambre herabgebracht. Andere Parteien kommen recht, wenn das Gesetz gestimmt ist und den Deckel halb abgehoben ging. Und lo aktuell trägt op Auftreibung an der Konstitution festschreiben, bringt sogar bis an TP heran Debatten op, die mehr auslesen, mit der Propos, die mehr gemacht haben. Für das aber können umzusetzen, dass wir die ganze Strategie auch umgesetzt kriegen, müssen als Strukturen erneuern, dementsprechend was mehr als Vision und Ziele gehen hun. Und das muss nicht forcément dieselbe Strukturen sein, wie die Gründerinnen und Gründer sie die Link für 26 Jahre gehen hun. Dafür wird der nächste Kongress gegebenenfalls Statutenänderungen umgehen. Ob das so ist, dezidiert sich Etappe für Etappe. Bei allen Etappen kann alle Member sich aktiv abbringen und gehen Konklusionen von der nationalen Koordination dezidiert. Ich wollte aus den bisherigen Diskussionen aber schon ein paar Pisten aufzuweisen, wie wir auf die Überholspur auf der linken Seite können kommen. Jeder soll bei die Link seinen Platz finden für seine Motivation, seine Überzeugungen und seine Kompetenzen anzubringen. Dafür braucht es mehr wie just Sektionen an GT. Wir müssen als Strukturen gehen und wir finden, für das mehr Leute wissen, wie sie sich können abbringen. Und das nicht aufhängig ist von Leuten, die schon an der Gemeinde oder am oft nach national schon auf x Plätzen en charge sind. Mehr Member von die Link sind mehr vielfältig wie die reduzierte Engagementsformen, die mehr als momentan bei die Link gehen. Eine neue Form, für das die Lenkpositionen eigentlich stark Stimmen kriegen, und mehr Leute sich können beteiligen aus dem Digital Organizing, die mehr mit der Energiepetition am Hirsch an letztes Jahr lanciert haben, wo aktuell nach die WG-Petition lebt. Als Newsletter erreicht durch das Kampagnen über 750 Leute mehr wie für drin. Es braucht weiter so Initiativen. Zum Beispiel, also denke ich wichtig, als Werte, als Grundsatz verstärkt an die Gesellschaft heranzudrohen. Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Sexismus, alle Formen von Diskriminierungen müssen auch durch feministisch, antikolonial und antikapitalistisch Terransarbeit bekämpft gehen. Es geht nicht durch, dass das für uns eine klare Sache ist. Wir müssen an diesen Bereichen auch kulturelle Veränderungen an der Gesellschaft verstärkt weiterbringen, an den Backslash zurückdrücken. Wir müssen klar machen,
dass wir auch hier eine Brandmauer gegen alle Reaktionärkräfte sind. Es gilt, ein mobilisierende Narrativ aufzubauen, den nicht fertig bringt, Spiral von der Resignation zu brechen, an Verzweiflung, respektive Troserei, ob die bestehenden ungerechten Verhältnisse an Energie umzuwandeln, für sich zusammen zu engagieren. Zusammenkommen und sich zusammen engagieren, ob das lokal oder rundherum ein spezifisches Thema ist, sind Antikörper gegen Typerindividualisierung, mit der der Kapitalismus hinter Jahrzehnten los aber sicher mehr und mehr Sphäre von unserem Leben befällt. Das kann auch helfen, als Lenk visibel konkrete Leute zu helfen, für seine soziale Rechte und Aufsicherung zu garantieren, für eine Wohnung zu finden, wenn es die Leute zu hoch ist, wenn es alle nicht durchgeht, für durch den Mond zu kommen, wenn ihn diskriminiert wird. Mehr muss nicht unbedingt eine Lösung für alles parat tun. Wir keiner Längelosen aus Solidarität leben, steht enger Lenker gut zu Gesicht. Bitte also Leute weiter Engagementsformen und erbaut niederschwellige Relationen ab zwischen uns und den Leuten, die mehr wollen, mehr und mehr überzeugen, dass unsere Politik hier all das Problem strukturell löst. Für mehr und besser politisch zu schaffen, brauchen wir auch mehr Meier. Neben den Kotisationen an der Parteienfinanzierung müssen wir klare Projekte und Kampagnen ausschaffen, die auch außerhalb von Wahlkämpfen mehr und mehr Leute überzeugt, für über dann als Mittel zu gehen, für unsere sozialen und ökologischen Kämpfe mehr Kraft zu geben. Wenn die neoliberale Politik wirklich in Frage gestellt werden soll, dann muss das soziale Kräfteverhältnis verändert werden. Das ist nur möglich durch die selbstständige Aktivität von unten, durch die Solidarität der schaffenden Menschen, durch die Organisierung in den Gewerkschaften, im assoziativen Bereich und in der Autonomie der Jugend. Das ist die unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg jeder linken Politik. Für Luxemburg ist die Solidarität zwischen Schaffenden der verschiedenen Nationalitäten und die Einheit des Salariats eindeutig prioritär. Auch als unserem Grundsatzprogramm. Aber gerade lo hecht es sich an den aktuellen gewerkschaftlichen Kämpfen zu engagieren, weiter die Allianzen zu sichern, an die multiple Attacke von CSVDP geschlossen zurückzudrängen. Das geschieht nicht nur durch unsere Arbeit an der Chambre, sondern auch durch unsere Members, die auch Member an den Gewerkschaften sind, die sich an die jeweiligen Sektionen engagieren oder auch an der Chambre des Salariés gewählt sind. Den 1. Mai, das ist Donnerstag, an Gewerkschaftsdemo vom 28. Juni werden die wichtigen Momente sein, für nicht nur selber präsent zu sein, sondern auch Familie, Freunde und Arbeitskollegen und Kolleginnen mitzubringen, für möglichst zu vielen, für faire Pensionen, die Stärke von den Kollektivverträgen, und gegen Flexibilisierung von den Öffnungszeiten von den Geschäften solidarisch und hart zu protestieren. Jean-Paul Sartre hat geschrieben: Le marxisme reste donc la philosophie de notre temps. Il est indépassable parce que les circonstances qui l'ont engendré ne sont pas encore dépassées. Das ist leider noch immer höchst aktuell. Das sind die Bedingungen, so zu benennen, dass die Leute, die an der leiden, sich nicht mehr gefährden lassen und sich mit uns zusammen organisieren, für das Verhältnis auf froh zu stellen und zusammen Hanadais zu bringen. Dafür braucht es Hoffnung und Courage. Just so, als es den Arbeiter damals gelungen, die Rechte zu kämpfen, die wir heute verteidigen müssen, just so, als es die Linke geglückt, Tausende von neuen Membern zu gewinnen und durch hier überraschend gute Wahlergebnisse auch uns Hoffnung zu geben an der Linke in Europa. So, merci.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kongressdelegiert von D-Link, wir sind ganz froh, können heute kurz eine Videomessage an euch zu richten, weil die Zeiten, die wir erleben, sind ganz hart und die Regierung hat einen Frontalangriff gegen Gewerkschaften gestartet, aber auch gegen allgemein schaffende Leute an ihre Familien. Wir haben die Angriff auf Kollektivverträge, Angriff auf Pensionssystem, Angriff auf Manifestationsrecht, auf den Sozialdialog, auf allgemein Attackieren von den schaffenden Leuten zu Lützeburg. Und dafür haben wir Bella und CGB sich zusammen gedient am Front Syndical und rufen zusammen ob zu einer größeren nationaler Demonstration. Und wir machen heute auch einen Appell und eine Solidarität. Kolleginnen und Kollegen, unser Premierminister, den hat ja gemeint, dass wir von Zeit zu Zeit vieles modernisieren. Mit die Modernisierung, die hier steht, die führt zum Detriment von den Salarien, was Paien, die Arbeitszeiten, und uns auch Konziliation von der wie professionell mit der wie familial geht. Das ist für uns inakzeptabel, ohne das hier am Detail können zu sagen. Und das ist auch für uns da ganz klar, dass wir auch neu, mehr modern und mehr effizient fair gehen. Und dafür sind ich auch doch ganz hilfreich, dass wir zusammen den Abruf können und richten Abruf vom Front Syndical, OGBL, LCGB. Das ist der Wert. Es geht um vieles. Es geht um Takieren, die wir hier am Land verhandelt haben. Es geht um das, was die Gewerkschaften hier am Land an den letzten 100 Jahren erreicht haben. Und dafür Wannestift unterstützt das. Wir brauchen alle Menschen den 21. Juni an der Stadt. Vielmals merci für Ihre Solidarität. Kolleginnen und Kollegen, das ist im Moment nicht einfach. National und international sind wir mit vielen unterschiedlichen Krisen konfrontiert. Menschenrechte, die auf Vorgestalt gehen, ein Abkommen an der Stärke von der Extremdroite, eine Klimakrise, von der chemisch schwätzt, Kriege und Genozide. Jeder von uns Halbonnen oder viele von uns Halbonnen haben unterschiedliche Politisierungen mitgemacht und haben auch unterschiedliche Prioritäten an ihrem Aktivismus. Das liegt an der Natur von einer pluralistischen, linker Bewegung. Genauso wie das wir diskutieren, auch gerne mal mehr heftig, ob inhaltlichen und strategischen Fragen. Das alles darf aber nicht davon auflenken, weil lo im Moment heute zu Lützeburg Fronten verlaufen. Und zwar zwischen den Gewerkschaften und einer neoliberalen Regierung, die zur Bauchrednerpop vom Großpatronat gehen ist. Das Regierung, die war kaum ein Jahr am Amt, wo die OGBL und LCGB dezidiert tun, sich müssen zu einer historischen Gewerkschaftsfront zusammenzuschließen. Und nee, der Konflikt, der im Moment am Raum steht, den ist nicht allein auf die Kompetenz vom Arbeitsminister zurückzuführen. So einfach ist es nicht. Ich brauche euch nicht daran zu erinnern, just eher der Luc Frieden, Premierminister Genas, waren Präsident von der Chambre de Commerce und dummer da quasi den Cheflobbyist vom Patronat hier im Land. Das Koalition aus CSV und DP wisst dem nur ganz genau, was sie möchte, und so eine Frontalattacke lanciert gegen die schaffenden Leute, auf denen zwei zentrale Fragen Lohn und Zeit. Nicht nimmen weigert sie sich, trotz einer europäischen Direktive, den Mindestlohn über die Armutsgrenze zu heben, und das trotz 15% Working Poor in einem Land, an dem all feiert kann, dem Armutsrisiko ausgesetzt ist. Nee, sie spielt auch mit dem Gedanken, Kollektivvertragswesen hier im Land komplett auszuhirrlichen und damit die Gewerkschaften hier einen einzigen Moyen wegzuholen, für besser Lohn für die schaffenden Leute zu verhandeln. Nicht nimmen sollen die Leute kein anständiges Lohn kriegen für ihre Arbeit. Nee, sie sollen noch allzeit bereit sein, immer dem Patron zur Verfügung stehen. Wenn Herr Dallas Freude so wie um 9:30 nach sehr will ein neues Kostüm kaufen, dann hat das nicht just einen Impact auf Wohndesign-Geschäft. Die Liberalisierung, die betrifft den Nettoyage, die Gardiennage, die Kannerbetreuung, den Transport. Und sie betrifft die Sozialkohäsion hier im Land. Wenn all die Leute sonntags den ganzen Tag schaffen oder an der Woche abends spät schaffen, während die anderen Leute frei haben, wie sollen sie dann noch eine soziale Kader leben, Zeit mit der Familie verbringen, sich ehrenamtlich engagieren oder sich zusammen an über politische Verhältnisse diskutieren, wie mehr das lograt machen? Das Regierung plant ein Offensiv nicht nur gegen Gewerkschaften. Sie bedroht uns Zusammenleben, uns Sozialkohäsion, uns Möglichkeiten für zusammenzukommen und uns zu engagieren. Übrig bleiben sollen just nach individuelle Konsumenten.
Analog muss nach gar nicht vom Pensionssystem geschwärzt, mit dem auch nicht Lehn am Ende von der Karriere an als Lebensarbeitszeit vorgestaltet. Von möglichen Verschlechterungen, die ja noch immer alle gut im Raum stehen, weil die Regierung ja keine aussuchen möchte, ging wer jeder betroffen. Von SchülerInnen und StudentInnen bis zu den aktuellen Pensionären und jeder dazwischen. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen gerade hören, dass die Regierung behauptet, sie will modernisieren. Dabei ist ja Politik nicht modern. Sie besteht aus demselben Rezept, das man seit 40 Jahren kennen. Sozialsysteme schwächen, für Steuern können aufzusetzen und den Profit von den pur wenigen über die Interessen von der Majorität zu stellen. Aber wenn die Leute sich wehren, da wird mit Repression geantwortet. Und den Avantprojet gesehen, mit dem Manifestationsrecht soll eingeschränkt gehen. Aber mit Hescheverbot, ein Platzverweis, will das Regierung sich die nötigen Instrumente geben, für selber zu dezidieren, wie sich wenig der auf der Platzpublik aufhalten, und wir nicht. Das ist dieselbe Politik, die in der Wurzel ist für so viele Krisen und Konflikte auf der Welt. Aber just weil CSV und TP auf die Weg wollen gehen, heißt das nicht, dass sie dummer da durchkommen. Das ist doch kruzial, dass die Manif von der Gewerkschaftsfront den 28. Juni erfolgt wird. Weil das ist das, was die Regierung am meisten fährt. An den Institutionen hat die Regierung die Majorität. An der Tripartite steht es 2 gegen 1. Aber auf der Straße gelten andere Kräfteverhältnisse. Wir haben es dem noch an der Hand. Für uns als Link muss es die nächsten 2 Monate eine absolute Priorität sein, für zu mobilisieren. An den Organisationen, an denen wir aktiv sind, muss man erklären, dass es mehr geht, wie ob der Kaktus bis Bizarre oder bis Ningauer abholt. Es geht um als demokratisch Rechte und um die Sozialkohäsion hier im Land. Gewerkschaften stehen aktuell an der ersten Reihe am Kampf gegen das neoliberale Politik. Am Ungrateieren, sie frohen nur unserer Solidarität. Wir sind heute feierlich für um 1. Mai, dem Tag von der Arbeiterbewegung an ihrem Kampf. Und wir sollten uns heute ganz fest vorholen. Den 21. Juni gehen wir alle Guten auf die Straße für anständige Löhne, für mehr Lebenszeit, aber auch für Demokratie, auch für eine soziale Alternative. Und damit sind wir Brandmauer vom sozialen Fortschritt. So nicht mehr. Seit bald einem halben Jahr schaffe Jung Klink und ein Thema, das eigentlich nicht gerade sexy ist für Junker. Pensionen. Etwas, was mir eigentlich nicht so viele Jahre, wo wir eigentlich noch viele Jahre davon erfordert sind. Du wärst froh, für was ich überhaupt Leute mal da also nicht setzen. Eben gerade weil wir direkt davon betroffen sind, weil Entscheidungen getroffen könnten gehen, die als ganz Leben wird mitbegleiten oder die direkt in die Pack können haben. Dafür wird es umso mehr wichtig, dass wir als Junker uns in der Debatte mit beteiligen. Die Debatte ist wohl das komplett falsch Wort für die Schauspiele, die wir gesehen haben. Jeder kann zwar sein Pfefferkehr beidrohen, seine Sachen so, aber ganz schlau als nach immer kennen, was dann nur soll geschehen und nicht soll geschehen. Die Regierung hält sich da ganz bedeckt. Wenn aber sicherlich oft zu Wort kommt, ist das als Patronat. Und hier haben wir einfach ein generöses Pensionssystem. Wir sind einfach ganz kürzen und dann ist das Problem gelöst. Fort mit den Babyjahren, fort mit den Studienjahren. Am Platz könnt ihr da für einen dritten Pilier investieren, da wird das Problem gelöst. Ich habe das Gefühl nicht los, dass das Problem hier wohl echt den ist, dass ein aktuelles System für einen etwas gibt und nicht just denen, die auch den Frick haben. Dabei muss ich aber auch anerkennen, dass unser Pensionssystem seine Schwächen hat. Wir haben eine Mindestpension, mit der man nicht evaluieren kann, und einen Gender Pension Gap von bei 36%, wobei noch da bedenken muss, dass 80% von den Personen, die eine Mindestpension kriegen, auch Frauen sind. Aber keine Sorge, Frauen, Patronat hat doch da schon eine Lösung. Berechnungen weisen nämlich, dass den Gender Pension Gap von ganz allein wird verschwunden. Just Geduld tun. Die warten zwar schon seit Jahrhunderten auf Gleichberechtigung, was machen da dann noch extra 3 Jahre aus? Dabei sind noch genug Möglichkeiten dafür, also Pensionssysteme gerechter finanzierbar zu machen. Wir als die Linke schon 2012 proposiert, bei der grässlichen Reform, die von alle Parteien mitgedroht wurde, eine Deplafonisierung von den Kotisationen.
Dat mit einer Erhöhung von der Kotisation auf 9% und ein paar andere Mesuren gibt das System bis 2039 aufsichern und bis dahin haben wir dann hoffentlich fliehend Autos in einer Republik. Aber ich glaube leider kaum, dass als Proposen Abfluss werden haben. Biselo hat die Regierung leider just auf Patronat gelauscht. Wir werden ja immer noch auf eine Steuerreform. Patronat kriegt aber schon seine erste Steuerkartonen. An als Regierung glänzt lokal mit einer sozialen Politik. Als Volkspartei, die den C und den S schon lange verloren haben, weisen das doch bald alltag. Und lo riskieren wir dann auch unser Pensionssystem geschwächt zu gesehen. Weil es sind noch zu teuer, es sind keine Suen da. Wir keine Angst, die Lesung ist ja schon da, Privatpensionen. Die können dann mit steuerlichen Incentiven nach befehligt gehen, da sie bemol dann Suen aber doch da. Da können eben gerade die den Frick haben, sich eine Schädliebe machen und die knapp über die Runde kommen, per Sturm gehen. Die können ja dabei Sozialamt pilgern und da hier schon gut evaluieren zu können. Aber wir kennen nicht den Studenten, die knapp sind im Studium an mit einer Jugendarbeitslosigkeit zu Lützburg von bald 20%, dann noch locker 250 bis 300 € den Monat kann auf Zeit leben, für die dritte Pilier zu bezahlen. Er bezieht sich sowieso schon nicht für sein Logement, Hotel Mama ist gratis, mehr kann sich aktuell sowieso nicht mehr leisten. Der Jung soll mitschwätzen. Das war Ziel der Konsultationen. Wir gehen immer gefroht, für mitzuschwätzen. Uns lauscht den immer teilweise noch, mehr gehen die Sorgen, gehen als Vierschle echt geholt, da muss ich oft drunter zweifeln. Also das Sozialsystem, den ist vor, als Zukunft, die ist vor. Wir riskieren extrem viel zu verlieren, während die Frick haben, weitermachen wie immer. Mit uns aber nicht. Wir werden kämpfen für uns Rechte, wir werden kämpfen gegen all mögliche Verschlechterungen. Aber wenn die Regierung weiter in unserem Sozialsystem geht, weiter in unser Pensionssystem geht, da gehen wir zusammen mit unseren Kameraden von der Gewerkschaftsfront auf die Straße. Weil egal was geschieht, egal was von der Regierung dezidiert geht, es gibt just ein Wurst, mir volle gut möcht, el povo quem mais ordena. Merci. Ja, also ich meine, die gut alle Matkrit an den letzten Moment die Diskussion alle zu über die Initiative von der Lenk für den Droit à l'avortement, Droit à l'IVG zu konstitutionalisieren. Und ich meine, wir sehen als allein, dass sich an eine generelle Demarche von der Partei ausschreibt, für auch die Frauenrechte effektiv zu schützen. Aber natürlich sind die Frauenrechte nicht nur auf IVG reduziert, aber Frauenrechte gehen viel mehr weit. Dafür hatte mir auch eine andere Initiative abgebracht an Chamber für eine paar Wochen, nämlich eine Proposition de loi, die soll den Schutz von Opfern von häuslicher Gewalt stärken. Und ich wollte denke kurz auf den Prozessus eingehen, den zu dem Gesetz gefeiert wird. Nämlich wollte ich eine große Merci und Marissa Darovala herausgehen, was die erste Version von der Proposition de loi ausgeschafft wird. Ich meine, was ganz wichtig zu sagen ist, dass es wirklich eine Proposition de loi ist, die aus Experience vom Terra besteht. Das heißt, real Leute, die real Probleme kommuniziert haben, und die Probleme wollten wir mit der Proposition de loi umgehen. Und ich meine, das weist auch, wie wichtig das den offenen und den intersektionellen Dialog ist, den die Link quasi als einzige Partei wirklich konsequent durchführt, weil so können wir nicht nur irgendwelche Probleme umgehen, die irgendein Funktionär an der Chambre zu einem Problem erklärt wird, mir wirklich Probleme kommen, die auch die Leute interessieren und die auch eine Verbesserung von der Lebensqualität mitzustreuen. In dem Sinne haben wir dann die Proposition de loi herangereicht, nachdem wir ein bisschen sie überschafft hatte, geguckt haben, wie soll das juristisch ausgesehen. Und ich wollte dann kurz die Hauptmesure vorstellen. Nämlich hatte man als erstes, wollen wir dafür sorgen, dass Opfer von häuslicher Gewalt ein gratis Assistance judiciaire kriegen. Das heißt, dass alle hier auf der Kostenkaste vom Staat remboursiert gehen. Für was ist das wichtig? Das ist wichtig, weil ganz viele Leute, die Opfer von häuslicher Gewalt gesucht haben, ich kann mir das nicht leisten, für Gericht zu gehen. Ich kann mir das nicht leisten, alles zu contestieren, was können, Gart zu freuen, Schädigung zu freuen, Logementsprobleme eventuell Durchrechte anzufordern. Ich kann mir das nicht leisten, ob der Arbeit dann meiner Performance sieht, weil ich kann mir nicht leisten, für Gericht zu gehen. Das sind effektiv Kosten, die kommen oft an die 50.000 €, 100.000 €, wenn du mehr Prozeduren sind. Das kann sich nicht leisten, egal wie viele verdient. Und dafür ist das für uns wichtig, dass du die Assistance judiciaire gratis ist.
Dann haben wir auch noch gefroht, dass endlich mal ökonomisch Gewalt von einem Partner gegen seine Partnerin oder sein Partner an den Code Penal abgeholt wird, weil das geht aktuell nicht. Das heißt, aktuell, wenn ihre Partner ist verbietet, schaffen zu gehen, dann kann ihn das machen. Und das ist manifestement inakzeptabel. Und eine andere Mesure, wo ich meine, dass wirklich etwas ganz Wichtiges ist das mit Mesure de Protection. Renforciert und Mesure de Protection aus dem der Staat, weil die kann vom Gericht frohen, wann in Angst für einen Partner hat, wenn du ein Risiko hast, dass sie vom Ex-Partner attackiert wird. Und die sind aktuell immens restriktiv, das heißt, die kann just Personen frohen, die offen aus, plus nach eventuell Kanner. Und das gilt auch just für den Arbeitsplatz, für das Logement. Und das wäre doch quasi. Und da haben wir dann eben gefragt, dass das erstens kann erweitert gehen, ob all die Plätze, wo die Leute effektiv sind, das ist zum Beispiel, wenn in Sportskuren hört, wenn sich benevol engagiert, da muss ja auch geschützt sein, das bringen sie nicht. Aber für allem, es geht nicht nur durch, wenn eine Person kann geschützt gehen, es muss auch so sein, dass die Familie oder eventuell Kollegen können sagen, hey, wir haben auch Angst für eine Person oder wir wollen nicht, dass die Person den Kontakt mit uns benutzt, für die Opfer weiter zu bedrohen. Und das ist etwas, wo ich persönlich auch ganz stolz auf bin, dass man das gemacht hat, weil die internationalen Studien weisen, dass effektiv Mesure de Protection wirklich Feminiziden ganz stark aufdrücken, weil der Feminizid geschieht normalerweise nicht direkt mit der Geschichte recht, nur dem dafür Person verlos wird, und dafür muss da auch ein effektiver Schutz sein, den aktuell nicht gehen ist. Und den letzten Punkt, wo ich noch drauf eingehen, ist den effektiven Zugang auf Frauenhäuser. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber aktuell kann nicht alle Frauen an ein Frauenhaus. Also es können sich Frauen bei Frauenhaus präsentieren und da sieht Frauenhaus, ja, bei Erprobeire sind nicht an der Regel, die können nicht dran. Das ist problematisch. Und wenn eine Frau dann an ein Frauenhaus kommt, dann kann es sein, dass sie so viel muss von ihrem Revenu aufgehen, für sich das Logement am Frauenhaus zu leisten, dass sie sich entweder nicht kalischen dort zu bleiben oder dass sie nie mehr am normalen Logementsmarché irgendein Logement findet. Und das kann nicht Ziel von der Sache sein. Es kann nicht Ziel von der Sache sein, dass Frauen mit Kindern müssen über Jahre lang an irgendwelche Feuer wohnen. Das ist eine Notlösung, das ist keine Permanentlösung. Und ich hoffe, dass als Proposition de Loi favorabel geholt wird und dass sie dann noch dazu wird beitragen, dass Opfer von häuslicher Gewalt besser geschützt gehen in Zukunft. Die gute Nachricht oder für verschiedene Leute die schlechte Nachricht, es treten hautnach nicht aus die Link aus. Und das, ob schon es der Kongress sei, als einen friedenspolitischen Bert Godesberg definieren. Weil das denn David hat ein ganz scheiert gehabt. Wunderbar Wirde. Nicht Bolschewisten zitiert. Bravo. Ich habe schon lange nicht mehr hören, dass Bolschewisten so positiv zitiert gesehen. Meistens gehen sie als archaisch durchgestaltet, die nicht mehr modern genug sind. Mehr aber Haut wird David Bolschewisten zitiert. Dafür bravo. Aber das Resultat davon ist aber alles findet positiv, weil es rechtfertigt den Turner, den die Lenkhaut an der Friedenspolitik macht. Ob zwei essentielle Punkte, dass ein Abbau von einer Europa-Armee, was nicht mehr eine imperialistische Europa-Armee kann sein. Und das zweitens Waffenlieferungen als Zonen von interimperialistischen Konflikten. Aber ich bin auf meinem Blog, wie lange habe ich noch mal? Ich muss noch wissen. Wie viel? 3 Minuten. 3 Minuten nochmal mehr. Ich bin auf meinem Blog, das mich stören. Auf meinem Blog, das geschrieben, was du geschieht, das sind Essen für die Große, das essentiell frohen wie 1904 sind. Aber komischerweise, die real
liewen Bolschewisten 1914, die hun für dem neuen imperialistischen Krieg ganz erne Positionen ergaben. Lo Dateien, mengen den David sein Diskurwerk ganz schön mit Gedenkdialektik zwischen dem David singen no längste Wikro machen, an wird an der Gesellschaft kommen. An ich mengen Bourgeoisie heute verstanden. Bourgeoisie ist am Gangen die längst schon an ihre Shows abzuholen. Von den verschiedenen Pressenorganen liest, da wie sie ganz genau, dass sie wissen, was sie da gewonnen haben. An die eine Frage, das geht aber viel mehr essentiell. Wie kommen die Positionen an der Zivilgesellschaft an? Und da ist es eine Katastrophe. Weil die Link an der breiten Teile von der Zivilgesellschaft, die friedenspolitisch orientiert ist, steht die Link da als Kriegspartei. Und das ist schlimm, weil das auch als Konsequenz hat, dass bei mir unpolitisierte Leute, dass du just nach der Extremdroite als friedenspolitisch alternativ gesiegelt. Da entsteht eine Repräsentationslücke. Und das ist eine ganz große politische Verantwortung, die die Linke nicht noch hat. Und dafür ist schon beim aller zusammen eine Resolution geschrieben, weil es mehr wie je der Überzeugung sind, dass lo muss an die Linke eine marxistische Opposition abgebaut gehen, konsequent an die auch transzendiert Reihe von den Parteien. Wir auch Marxisten an die Linke brauchen eine Zusammenarbeit mit der KPL in Zukunft. Und sie brauchen auch eine Gewerkschaft, eine Zusammenarbeit mit klassebewussten Syndikalisten, der es ja auch nach viel ging. An dem Sinn bleiben es Member von die Linke, weil die Linke nach sozialpolitisch richtig Positionen vertritt am Ende von den subalternen Klassenanarchisten hier am Land. Was wichtig ist, wir werden aber natürlich den Kapitalismus nicht transcendieren. Aber für den Kapitalismus zu transcendieren, braucht man in Zukunft auch eine neue Qualität für Partei. Mein letzter Satz, Partei von der Arbeiterklasse besteht nicht zu Lützeburg, sie ist abzubauen. Merci für den Urlaubsstritt. Mikro, den. Okay. Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossinnen. Wie ihr wisst, täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier. Ich meine, Menschen, die letzten Kongresse alle über Kurdistan geschaut. Ich fand es wichtig, dass man das an dieser Perspektive behalten, wie der Gesicht sie nicht vielleicht auch ein bisschen implementiert an dem ganzen Zuts. Ich meine, dass gerade in diesem Jahr ist wichtig, nach Kurdistan zu schätzen, weil es extrem neue Dynamiken gibt. Wer der vielleicht Maghreb tut, wird am März den Abdullah Öcalan in Appell und PKK-Gericht. PKK, die hier als terroristische Organisation gesiegelt, die aber für viele Kurden als Befreiungsorganisation gesiegelt. Hin und den Appell und PKK-Gericht sich zu entwaffnen, an einen Friedensprozess anzugehen. Das heißt, mit dem türkischen Staat an Verhandlungen zu treten, was, wie wir alle gut wissen, nicht einfach ist. Also der türkische Staat als à la base mit der Grundausrichtung vom Kemalismus, dass der Staat den türkische Republik für Türken ist. Das heißt, das ist ein extrem schwieriger Verhandlungspartner, gerade für die kurdische Kurs, weil sogar sozialdemokratische Kräfte nicht gewillt sind, eine kurdische Identität zu akzeptieren, sind teilweise an der Geschichte sozialdemokratisch Präsidenten gewesen, die die kurdische Bewegung am meisten zerschlagen haben oder die ihnen versprochen, wir machen Frieden, und dann haben sie ihnen den Dolch direkt gestochen. Das heißt, wir wissen als Linker und als Progressisten und als Internationaler, dass es ein Abkommen ist von Hoffnung, mir das aber trotzdem noch immer mit extrem viel einem weiteren Beigeschmack zu betrüchten ist.
Trotzdem will ich aber nicht wie negative Stimmung machen. Und ich will echt auf die positiven Aspekte davon eingehen. Weil hinter dem, dass da geschieht, ist gesagt auch zum Beispiel gerade Syrien, wo Roger war, teilweise positive Entwicklungen. Also wir wissen noch, dass mit dem Al-Shabaab, mit der HTS, dass da Islamisten in der Misch sind. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass Kurden noch nie so viel Autonomie zugestanden haben, wie sie teilweise im Moment gemacht haben. Wir haben zum Beispiel im Moment die Situation an Afrin, wo vor der türkischen Invasion 95% von der Bevölkerung Kurden waren. Die sind nur der Invasion geschrumpft auf 25%. Das heißt, dass wirklich einen kulturellen Displacement gemacht haben, gewollt von dem türkischen Staat für eine Türkifizierung durchzuziehen, für das den Raum von Afrin, der sonst immer für Kurden auch ein extrem wichtiger Staat war, dass den nicht mehr hin kann zugesprochen gehen, für das sie auch durch ein Stück von ihrem Selbstvertrauen verlieren. Melo, obwohl es TTS auch vielleicht nicht als Kollege sind und so, und sie ihnen aber zugestanden, dass Siedler, die Demos hinkommen sind, müssen aufregeln, für auch teilweise können an Syrien dort niederzulassen, wo sie viel gelebt haben, an die Leute, die aus Afrin Displays gesehen, kriegen sie recht, um Zeug an die Häuser zu gehen. Das heißt, das ist wirklich ein Schritt, der an einer extrem komplexen Situation ein Schritt in die richtige Richtung ist. Dazu dabei können natürlich, dass Kurden an der neuen Verfassung, wenn sie auch so können, wie sie versprochen haben, als ethnische Minorität an Syrien unerkannt gehen. Genauso kriegen sie auch Spruchrechte. Das heißt, Kurden werden können, hier kann kurdische Nimm gehen, sie werden können kurdisch mit ihren Kanner können schwätzen, also sie kriegen auch kurdisch an der Schule beigebracht. Das ist ein großer Schritt nach vor, mit all den ganzen kleinen Minusen, die noch dabei gehen. Gleichzeitig wollte ich auch einen kurdischen Kurs angehen, weil, ich meine, mehr als Linker, als Progressisten, als Ökosozialisten, wie wir es gerne nennen, muss ein kurdischer Kurs heischalen. Kurdisch Kurs kämpft für eine Ökologie, die für sie verreden ist. Kurdisch Kurs kämpft für Feminismus, wo die Frau hier Rolle in der Gesellschaft, wo er kann, ohne eine Erdreckung. An Kurdisch Kurs kämpft dafür, für einen gemeinsamen Raum zu schaffen. Etwas, was uns in Europa als Link oft fehlt. Ein gemeinsamer Raum, wo er nicht Differenzen an der Vordergrund stellt, aber wo er Gemeinsamkeiten an der Vordergrund stellt. Für dadurch können einen emanzipativen, progressiven Projekt zu stellen, wo Basisdemokratie gestärkt wird, wo Räterepubliken gestärkt wird, wo individuell Mitspracherecht von den Bürgern und den Bürgerinnen gestärkt wird. Da gehe ich auch darüber an, weil man halt viel über Militarisierung schwätzen. Kurden haben das nicht mehr erreicht, weil sie einen AK-47 in der Hand hatten. Also, wir schwätzen gerne über Militarisierung, aber das ist das Resultat von Militarisierung. Und ohne das hat man es nicht. Und wirklich deswegen Zeit für Rivers. Los sind erst einmal der Biji Beshwedana Kurdistan, Jinjiana Sadi. Zum Rapport von Gary. Bei der Gary hat ja da einen Kongress angekündigt, den ganz wichtig wird gehen, weil Leute schon eine Reihe Sachen da tun. Allerdings also so, dass wir nach eine gültige Strategie haben. Das soll ein Strategiekongress gehen. Wir haben vom 19. Kongress vom 24. April 2022 haben wir eine ganz gute Resolution, die noch immer aktuell ist, die noch gut ist und zu brechen ist. Also die in absolut Menge soll verteidigen dabei behalten. Und weil alles das, was bislo am Vatelo zitiert wird, do punkto Strategiefindung aufgelaufen ist, dem stehe ich wirklich ziemlich skeptisch gegenüber, so wie das bislo der Fall ist. Also da fehlt dann 99%. Also das stinkt aber evident zu sehen, weil da auf keinen Fall sieht, dass eine gute Resolution, eine gute ökosoziale Resolution, aufgelöst wird von etwas, was die Lo einfach als egal was bezeichnen. Also das ist ganz eine Evidenz. Weil eine Resolution, eine strategische Resolution, die muss konkret sein, die muss wasserdicht sein und die muss auch durchgehalten gehen. Natürlich, weil das geduld als für umgesetzt zu gehen. Und da fängt dann ein großes Problem an. Das ist nämlich die Differenz zwischen der Theorie, der Aussage
an der Praxis, also Spaltung zwischen Anspruch an praktischer Umsetzung, wenn man zum Beispiel konkret Probleme haben, von den Worten an der Chambre zur Rüstung. Bon, das ist also in dem Sinn schon absolut brenzlig und diskutabel. Ob man es da wert, das sind die diskutiert. Da hören wir zum Beispiel das Wort am Deferdinger Gemengerot, wo die Vertreter oder der Vertreter von D-Link für das riesige Ackerhofszentrum gestimmt wird, was zu Niederkur nach weiter soll kommen, obwohl da schon an der Region schon 5, 6 gehen, kommt der Lohn zu Eschbei, also weiter und so fort. Das ist also immer da. Wir gehen natürlich auch immer mit Eisenforderungen konfrontiert mit so Sachen wie zum Beispiel Privatisierung und Auslagerungen beim TIS von öffentlichen Dienstleistungen, wie die aufläuft, aber wo leider Gewerkschaften eben noch wenn es der Haltung von der LSAP also weiter mit Hebel zählen und leider nicht in die richtige Richtung gehen. Natürlich, die machen hier Kompromisspolitik, wo man leider muss feststellen, was für eine Richtung geht. Lo wird haut in Hauptpunkt sind, den der Mitten nach kennt, das ist die von der EU-Armee, das ist also wirklich von der europäischen Armee, das ist also wirklich ein Schritt weiter, also das ist wirklich eine fundamentale Änderung von unserer Ausrichtung, weil das, wie Dodo schon gesagt hat, die EU-Armee, das geht eine pro-kapitalistisch, pro-imperialistische Armee, die intervenieren wird. Egal, ob Opfer mehr dann dagegen stimmen werden, an der Reihe. Also sowieso gibt es die Armee, die gibt es ja schon, aber sie ist eben just nicht so strukturiert. Und los soll der qualitative Sprung an der Abrüstung, an der Zoll, an der Qualität, an der Forschung und so weiter soll dabei kommen. Und das werden als Deputierten, die müssen dann ja oder nein so und dazu. Ja? Aber man so einer Europa-Armees-Resolution als Gefahr groß, dass sie dann dafür stimmen. Und das kann auf jeden Fall absolut nicht sein. Also losfangen davon, weil du könnt die Link an eine Logik ran, die dort gefährlich geht. Und das ist eben gerade bei der letzten Wahl an Deutschland, hat die Linke an Deutschland beigewonnen, weil sie den dort Krom auf der Seite gelassen hat, weil sie radikal link alternativ Gesellschafts Systemalternativ Programme, Forderungen an den Vordergrund gestaltet an Februar hat. Bei all den Wahlen, für du, wo sie immer verloren, du hast den Gegenteil gemäht. Und sie hat dann Konsequenzen gekriegt, obwohl die Linke hat immer ein gutes Wahlprogramm gehabt, auch ein allgemeines Programm, aber den ist dann von der Parlamentsfraktion ganz oft an letzter Minute pro Woche führende Wahlen an das sogenannte Schnellprogramm, hatten sie das genannt, ausgetauscht gehen. Und das Ergebnis davon, das war nefast. Nee, David, das ist kein Kack, das ist so aufgelaufen, das war so. Und das hat zu einer Katastrophe gehört. Und zum Glück haben sie sich nur besonnen, weil auch eine Spaltung geschieht. So nicht, merci für Ihre Aufmerksamkeit. Kameraden und Kameradinnen, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Bescheid wisst, mit den Ben Müller an Mengwinglichkeiten vertreten die Linke innerhalb von der European Left. Und wir waren gestern an der Assemblée Générale von der European Left, sind die Morgen neben von Brüssel aus raufgefahren, für uns das Nachdenken umzudrehen. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, mir just eben für einen kleinen Rapport, aber trotzdem zu machen. Wie das vielleicht Marktkritur eben nur den Europawahlen hat sich ja eine zweite europäische Linkspartei gegründet, eben die European Left Alliance. Und einfach für doch ganz transparent zu machen, die haben noch schon unser Dir geklappt. Und wir hatten noch schon die Interview mit der European Left Alliance. Und das wird sich jedenfalls froh stellen, auch für uns die Link, ob wir dann eben an der European Left wollen bleiben oder ob wir eben die neue Partei wollen joinen. Mit das dann für die nächste extrastatutarische Kongress. Einfach für so transparent wie möglich zu sehen. Mehr aber, was ich aber ich kann aber so, dass das den Banner nicht,
so die ganzen Prozeduren, die die European Left gegangen sind, durchzumachen, wirklich verfolgen. Und das ist ein immens groß Transparenz. Wenn man guckt, welche Punkte zum Beispiel am Statut geändert gehen, da gibt es einen riesigen Rapport. Wir können nicht die auf Plattform, ja schon auf der Plattform draufsetzen. Das heißt, da kann ich wirklich Schritt für Schritt gucken gehen. Und wir haben gestern auch schon ein paar neue Änderungen, zum Beispiel an das Statut eben von der European Left mitgestimmt. Und zwar wird eben nur im Kongress ein Doppelspitz gewählt gehen, eben unter European Left, und zwar eine Frau und ein Mann werden eben Doppelspitz von der European Left nur repräsentieren. Das ist national schon einen ganz großen Fortschritt. Ein anderen Schritt, den auch eben an den statutären Veränderungen drauf kommen sind, ist, dass sie neben weiter Schritt möchte, weil da gibt es ein riesen Problem, wie sich den Konsens an so einer breit gefasster Pluralismus, werde ich das einfach so nennen, weil da sind über 40 verschiedene Parteien, von Kommunisten bis die letzten Tier zu möchten. Und nee, das war also voilà, da sind so viele Strömungen dran, und da muss ich noch einen Konsens finden, den transparent ist. Und den ja, politische Strategien sind mir am Gange, und werden doch eben bis der Kongress am Frühjahr festgehalten. Just für ein zu sagen, ja, wir kriegen noch an den Statutenänderungen, dass eben die Arbeiterpartei aus der Welt, der PTB, eben der European Left beigetreten ist. Das ist auch ein ganz großen Erfolg für die European Left. Und noch näher Administrea von Griechenland, die sich hier von Syriza gesplickt hat, oder auch European Left gejoint gestern. Und ja, wir haben noch gestern einen Grundsatzpapier mitgestimmt über die Friedenspolitik in Europa. Die sieht, die Diskussion werden wir auch noch ein Jahr heute Mittag feiern. Einfach just für nach ein Jahr darüber zu gehen, dass die European Left auch Aktionen wird in den nächsten Monaten erholen für eben der Friedensprotest also beizudrohen an der Diskussion. Und zwar gibt es ein Engagement den 21. Juni zu Den Haag vis-à-vis von in 2-3. NATO trifft sich eben den 21. Juni eben zu Den Haag. Und da organisiert die European Left eine Gegendemonstration. Also rufen ich auch Kameradinnen und Kameradinnen von die Linke für die Gegendemonstration beizutreten. Auch direkt nach dem Gegenmanifestation den 21. Juli wird sich auch eine Friedenskonferenz zu Brüssel stattfinden, wo am Vongeholl Linkskräfte mit Friedenskräften aus aller Welt sich da gesehen für ein richtiges Konzept, ein Plan d'Action wie Frieden in Europa und auch international erreicht. Minglash wieder gehen haut und als Schwesterpartei, Summa Uni, mal de Jeunes für Summa Uni zu Paris, die aus das Jahr am Juli, den ich will gehen, entweder bei der Band oder bei mich kommen, mir schreiben nicht mal auf Lösch tun, und dann gehen wir dahin oder die geht dahin geschickt. Und dann eben die Minglash Gedanken eben haut und KPÖ zu Wien. Die haben heute Wahlen, und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Merci. So, dear comrades, dear fellow leftists, you may have noticed I'm speaking English today. It's because it's our common language in Yonklenk. We're a very diverse group of young people. Lots of us also don't speak Luxembourgish, so I'll keep going if that's okay with you. Yeah, so I stand here today on behalf of Yonklenk. As some of you may have heard, we held our first Congress on the 23rd of March, so last month. And yeah, first of all, I'd like to say thank you to everyone who came, to everyone who helped us, and who was there and supported us in building our foundations. So at this first Congress, we voted in our coordination group,
So this is going to be a group that takes care of the day-to-day administrative tasks of Young Link, and it will be me and Anastasia Yampolskaya, who you all know as our very cool European election candidate. And yeah, we'll both be co-speakers for the Young Link. Then Mara Martins was voted as our trésorier, so she'll be in charge of all the money that we don't have. Yeah, and then we also have 3 neutral members. So Noel Fauch, who's fairly new but a very motivated person. We also have Claudio Teixeira, who's walking around taking photos today for us. And also Florent Molitor, who sadly isn't here today, but also very, very young, very motivated, and very radical. Yeah. So following our founding congress, we had our first annual congress, and we kind of looked back at some of the important work that we've already done as Young Link. So a bit like today, it included speeches from Ben, who talked about our ongoing support for the Kurdish struggle. We had Bellamy, who is sadly also not here today because they are in Maastricht at university. They talked about their fight for the begging ban movement. If you know Bellamy, you would have seen her standing in the street on her own when it first started. And we're all very proud to have them as a member of Young Link. We also had André, our outgoing speaker. He also, similar to today, talked about our involvement in the pension reform campaign, which we're all very proud of and also don't understand. Because obviously, young people, we don't know about pensions, so yeah. So one of the things we also decided is that we want to focus our work this year, and we chose 3 main topics. So these topics are going to be consent and bodily autonomy, gender and sexuality, and also, obviously, we're going to continue to fight and work towards social struggles in Luxembourg and abroad, which is what we already do anyway. So in this context, what we want to do is we want to do some thorough research. We want to organize a lot more actions, and also, we want to do a lot more things around these 3 topics. So in that regard, if anyone has ideas, if any young person who wants to join us has ideas, they can come and talk to any of us, me, Ben, Felix. You mean, what age is this the young person? It's till 35, so yeah. So there's a lot of people around here. Yeah. But so with the current state of events, we as the Young Link, we are quite scared. We don't really see light at the end of the tunnel. We see blood, fear, and misery. But we also see solidarity. We see lots of young people around the world who are fed up with the world. They are angry with the generation that put us in the situation we are now. And a lot of this generation is also part of D-Link. So we do have a few demands that we want to put out there. We want D-Link to take a stronger and more action-oriented approach. With the rise of fascism, where we have clown governors, we have people with childlike maturity, we have CEOs who think they're politicians and politicians who think they're CEOs. And for us, it's important that we stand our ground and fight, and we keep fighting, and that's what we want D-Link to do. Especially when it comes to issues affecting young people. Obviously, when it comes to pension, when it comes to housing, we already have a strong foundation. But one thing that we feel is missing on the party's radar is the increased persecution of the Flinter community. So what we want is we want the party to be more vocal when it comes to the support and the rights of trans people, of queer people, and of non-binary people. Something that we feel is missing within our party structures. So yeah, dear comrades and dear leftists, the road ahead is not easy, and it will demand courage from everyone, each and every one of us. It will demand persistence, and it will demand unity. But we're not alone, we have each other. Like all in this room together, we all fight for a common cause. And we want to build a future that is rooted in justice, solidarity, and true liberation. And we want to do this together as Young Link and as D-Link. Thank you very much.
Moin alle Guten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was ich gewusst heute vorzuholen, wie ich den Kongress, meine Stoff hier ganz spontan. Ich will noch ganz viel hören, ein bisschen von dem, was wir alle gut diskutiert tun. Das ist auch kein einfaches Sujet. Ich meine, da spielt doch ganz viele Emotionen. Jeder hält sich auch, also ich meine, jeder empfindet auch die Justiz, die eben in dem Moment auch verlebt. Ich meine, also schon auf ganz viele Punkten sind ich einverstanden. Ich bleibe aber auch viel froh und abstehen, wo vielleicht auch diejenigen, die ein bisschen mehr am Bild sind, auch eine einfache Erklärung haben. Und das wäre gut, wenn dadurch dann ein bisschen mehr den Moment erklärt wird. Im Moment. Ich meine, für die 800 Milliarden, wo die EU will investieren, war schon um den jeweiligen Ländern 2% vom PIB gefroht gehen, wenn ich mich nicht irre. Das war schon echt dafür geduld für die Verteidigung und die Ukraine. Die einzige Angst, wo mir wirklich, das mir wirklich wirken, das also der Frieden, der kann so und drehen, okay, wir sollten Megilo nicht und Sozialdinge regeln alles, das wird am Ende an irgendwann kommen. Das ist meine einzige Angst, wo wir müssen wirklich aufpassen, wenn man so etwas, also wenn man an dem Sinn auch in der Richtung gehen, dass man trotzdem nicht nur irgendwann an 1, 2, 3 Jahren, weil das können nicht direkt von heute auf morgen, dass du okay, wir haben ein Budget, wir müssen nur drin zählen, wenn sie die Kürzeren, natürlich, das sind die schaffen Leute, das sind die Leute, die Sozialhilfe brauchen, das Logement, Klimawandel, das ist etwas, was mir ehrlich gesagt viel Angst mit die tut, das haben wir für die tut. Voilà. Eine andere Frage, die wirklich schon stellt, das ist mir international, mit effektiv von David, mehr Informationen, das kann ich da doch gerne Martin, also Zelensky hat 11 Parteioppositionen, wenn ich mich nicht irre, hauptsächlich Linksparteien, verboten. Verboten, weil sie pro-russisch waren. Wie ist das möglich, dass effektiv die Linksparteien nicht mehr pro-russisch sind, echt, Zelensky eine Hilfe geben? Ja, okay, dafür froh stellt sich, voilà, dafür ich wollte da aber mal an den Raum legen, effektiv, weil schon mal auch geduld, die Leute, die sich natürlich mit dem Thema bekümmern, wahrscheinlich eine bessere Erklärung haben. Aber das, ob das, was man auch und den Info und alles, also, was ich so informiert und gesehen hat. Wie gesagt, das wiederholt eigentlich, das ist ein Thema, effektiv, den immens delikat ist, wo wir auch mussten als Link immens aufpassen, wo wir hingehen, natürlich, ich meine nicht persönlich, der kann alle guten Dévouement, den ich für die Link haben, die letzte Jahre gemacht und dann noch die Admiration, die mich von dir alle guten haben, und die wie Mehrwerte gut werde ich natürlich macht gut. Merci. Ich habe eine konkrete Frage gestellt, aber ich meine, die Frage ist mal immens interessant von Andrea, weil also es gehen hauptsächlich so Bewegungen eingehecht, also die größten Bewegungen, die auch alles plus ou moins fédériert werden. Linkers, also da sind Anarchisten dran, da sind revolutionäre Marxisten dran, da sind Linkssozialisten dran, etc. Das soziale Ruch, also Movement sozial, aber das ist keine Bewegung, keine Partei, sie verschiedene Bewegungen. Ein anderer, den ich kollektiv an irgendetwas schon vergessen. Da gehen doch Artikel dazu, sie noch, also gehen Seiten, wo ich noch kann regelmäßig sich informieren, was die so. Und natürlich, ja, der Zelensky hat Gewerkschaften verboten, doch gewisse Lenkparteien verboten, unter dem Vierwand, den teilweise auch real ist, dass sie da pro-russisch sind, wie das interpretiert wird, als eine Sache. Andere sind nicht verboten gehen. Und dann auch, weil sie nicht pro-russisch sind, weil sie selber mal kämpfen. Par contre, fordern sie
trotzdem, auch wenn sie die Parteien kritisieren, also zum Beispiel Saxiani Ruch, kritisiert auch die anderen Parteien, wenn sie ihre Haltung, die auch teilweise dann Russland verstehen sind oder sogar bon, ein bisschen mehr wie das sind, so aber trotzdem, das Verbot muss ins Zurückholen. Also sie sind für eine totale Freiheit von allen Parteien und auch von allen Gewerkschaften. Dafür die ganze Diskussion, wir werden darüber auch weiter diskutieren, zu denen nicht viel Zeit, aber es gibt Realitäten noch um Terra, die kompliziert sind. Alle Krieger sind an all Kriechen immer Stellvertreter Krieger, das nicht Neues. Lenker versuchen sich plus ou moins zu organisieren, da sind aber viele Fronten zu kämpfen gegen die ege Bourgeoisie, gegen Fremdbourgeoisien, die auch von Bausen kommen, die auch sowieso die Existenz auf Frage stellen. Das ist schon eine Diskussion, die immens wichtig ist, die man muss führen. Und merci für den froh, weil wir müssen noch über konkret Situationen als Lenker auch diskutieren und noch über konkret Möglichkeiten als Solidarität zu weisen. Das ist nicht einfach an dieser Situation, aber ich meine, das ist aber wichtig. Und merci auch nicht, dass das ein... Nee, ich bleibe dabei, Herr Nutt. Kolleginnen und Kollegen, Kommodinnen und Kommoroden, das ist die Hauptresolution der Nationalkoordination dem Kongress präsentiert, das ist eine Hauptresolution, die für allem die Akzente von der politischen Arbeit von den nächsten 12 Monaten bis zum nächsten Kongress probiert zu reißen und probiert festzuhalten und damit auch der zukünftigen nationalen Koordination einen Auftrag zu geben. Den Tom Ruiz wird für drun gesagt, dass kein Light on the end of the tunnel gesagt. Und das ist ein Gefühl, das eigentlich ganz viel Junker haut tun. Die Welt brennt. Reaktionär, rechtsextrem und faschistisch Kräften gewannen nun Zuspruch an der Welt, an Europa. An den USA stellen sie eine Administration, die für die blank Menschenverachtung steht. An Holland, Ungarn, Italien sind sie unter Murcht. An Entretemps sind sie an Deutschland, an Frankreich und den Sondagen die stärkste Partei. Aus dem Schwelbrand, den wir kannten an den vergangenen Jahren, als ein Flächenbrand gehen. An die traditionellen Parteien an denen Ländern haben ihre Cordons sanitär abgehen, aufhängen an, mit diesen Kräften zu paktieren. Und das, nachdem sie jahrzehntelang durch ihre neoliberale Politik urlich an Feier geschossen haben, gehen sie lo den Pakt mit dem Teufel an. Der Nährboden, nämlich für diese Entwicklung, sind die letzten Jahrzehnte neoliberale Politik mit einer halluzinanten Umverteilung vom gesellschaftlichen Reichtum von innen nach oben. Der Zerschlagung von öffentlichen Gütern und Services an ein Domader verbunden auseinandergehen von der sozialen Schere zu einer Situation, wie man sie am Anfang vom 20. Jahrhundert kann tun. Aber sie nur an einer Situation, die ganz stark und dann 20er und du ganz 30er erinnert. Immer mehr Großteile von der Population sind dem Armutsrisiko ausgesetzt und immer mehr Großteile haben Angst an Prekarität aufzurutschen. Und zu Lützeburg? Zu Lützeburg haben wir eine CSV-DP-Regierung, die neoliberale Politik forciert weiterdreift unter dem Motto vom Trickle Down, also der Steuererleichterungen für die ganz Reich, wo dann aber irgendetwas sollte innen kommen mit dem Resultat, was wir zu Lützeburg kennen, nämlich dass Entretemps an dem reichen Land all feiert kann dem Armutsrisiko ausgesetzt ist. Aber weil die Politik natürlich auf Widerstand stößt, als eine Strategie von dieser Regierung sie zu ergänzen durch einen autoritären Neoliberalismus. Unterstützt gehen sie dabei von der ADR. Der ADR hat an den letzten 12 Monaten Grenzen von dem, was die Sohn denken, machen kann, immer nicht rausgereckelt.
ganz Kommunitäten kriegen ugedroht vernicht zu gehen. Und die sich dagegen wehren, die kriegen Mordappeller und den Hals. So auch als Sprecherin Carol Thomas. Vielleicht kann das auch mal an einem Block stehen. Und das, für was sie stehen außenpolitisch, das, was Friedenspolitik genannt wird, das ist rein Pro-Putinismus. Das ist Politik von der Extremdroite zu Lützeburg. Aber man muss aber wenn eine Feier ist, dann muss ihn lächeln, mit muss ihn einfach schützen. Und das ist ein Titel von diesem Kongress. Brandmauer. Aber nicht irgendein. Muss ihn die Brandmauer mit Inhalt füllen. Das ist die Brandmauer vom sozialen Fortschritt. Weil es geht nicht durch, wie die LSAP das gemäht hat, auf ihrem Kongress auch just von Brandmauer zu schwätzen und dann zu sagen, sie geben nicht mit der ADR eine Koalition angehen. Aber vielmals merci, LSAP. Vielmals merci, dass der nicht mit Faschisten eine Koalition macht. Aber das kann aber nicht alles sein. Besonders nicht, wenn ich weiß, dass die nächsten 3 Jahre hier im Land keine Wahlen sind. Auch ein LSAP muss doch mehr inhaltlich können sagen, woran die Brandmauer besteht. Und sie besteht daran, dass in den Nährboden diese Kräfte muss entziehen. Und dafür sind wir gegen die neoliberalen Attacken, die im Moment gefordert gehen. Ob der Sozialstaat und ob ein Kehrstück vom Sozialstaat, was als Sozialversicherung gesehen. Also Pensionssystem als ein Stück Sozialismus innerhalb vom real existierenden Kapitalismus. Aber man muss ihn verteidigen, man muss ihn ausbauen. Aber wir sind die gewesen, die in der Vergangenheit immer Proposen dazu gemäht haben, wie wir ihn mehr stark können machen, wie wir ihn mehr solidarisch können gestalten und wie wir noch langfristig können aufsichern. An die Attacke werden weitergehen. Sie werden, diese Regierung wird nach 400 großer Vakanz die echt Pisten dann mal endlich auch können, was sie da wollen machen. Bislang haben sie immer nur Sachen ausgeschlossen. All soziale Fortschritte haben sie ausgeschlossen. Da werden sie so, wo es hingeht. Und am Hirsch soll dann aber ein Projet de loi deposiert gehen. Der tote Wert für uns ein Zentralattack sind, die wir mit aufführen müssen. Aber wir werden unter Speerspitze stehen von dem Widerstand gegen die neoliberale Attacke. Und die Attacke riechen sich nicht nur gegen den Sozialstaat, aber auch gegen die, die den Sozialstaat abgebaut haben, die ihn ausgebaut haben, nämlich Gewerkschaften. An die gewerkschaftlichen Rechte nach keiner Regierung für drun. Das ist weiß, nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Gewerkschaft noch die toten Erderweis attackiert, wie das Regierung das möchte, aber wir stehen auf ihrer Seite. Und ich hoffe, dass auch historisch erkannt wird, was das bedeutet, wenn OGBL und LCGB auf einem Kongress von die Link eine Videomessage posten. Das weiß, wie wichtig das ist, und wie wichtig mehr geholt geht als Movement von dem Widerstand gegen Zerschlagung von den Gewerkschaften. Carol hat für Druck gesagt, dass die Regierung refusiert, ein Direktiv umzusetzen, nämlich Mindestlohndirektiv. Par contre soll Kollektivverträge ausgehircht gehen, die Arbeitszeiten liberalisiert gehen und Sonderarbeit dereguliert gehen. Das sind die Attacken, die gefordert gehen und die am Zentrum von unserer Arbeit stehen. Mit die Attacken gehen noch mehr weit. Sie gehen nicht nur gegen den Sozialstaat und die ihn abgebaut haben, Gewerkschaften. Sie betreffen Zivilgesellschaft als ganz, nämlich mit den Attacken auf öffentliche Freiheiten, wie Täscheverbot, wie der Platzverweis renforcé, an Einschränkungen vom Demonstrationsrecht, sind nicht Attacken auf als demokratische Freiheiten, die hier gefordert gehen, am Interesse von den reaktionären Kräften, und auch hier wird mehr an der ersten Reichsstufe vom Widerstand oder geht. Mir eng Brandmauer vom soziale Fortschritt als nicht nur eng Defensivhaltung. Es bedeutet doch an dem dialektischen Bild, dass ich muss Fortschritt denken, an die Freiheiten und Rechte, die wir haben, ausbauen, weil genau das
hält de Boden von denen reaktionären Kräften. An etwas Zentrales an der Geschichte von all linke Bewegung war immer das Selbstbestimmungsrecht vom Mensch. Und zum Selbstbestimmungsrecht vom Mensch gehört evidenterweise das Selbstbestimmungsrecht von der Frau über ihren eigenen Körper. Und dürfen Werte mehr weiterdreiben an all gesellschaftlich hier will probieren zu zeigen, dass wir die Großmajoritäten an der Gesellschaft kriegen, für als Verfassung an der Hinsicht zu ändern, auf ihr Doofreisungsrecht an Verfassung zu schreiben. Zu den neoliberalen Attacken gehört aber auch, dass die Schwächsten an enger Gesellschaft immer weiter ausgebeutet gehen. Und der Kapitalismus, den sich immer weiter entwickelt, hat auch neue Formen von Sklaverei entwickelt, die auch zu Lützeburg sich immer weiter ausbreiten. Und nach dem Stichwort Plattform erbecht findet eine Überisierung an unserer Gesellschaft statt, die Leute, Menschen, die schaffen müssen, immer Männer Rechte gehen. Auch dazu muss man Stellung holen, auch dazu werden wir Stellung holen, an mehr Werten, spruchroher Sinn von denen Leuten, die hier unterdrückt gehen. Auch erbesrechtlich Kämpfe an dem doten Bereich, das sind Neukämpfe, die man nicht kann tun für uns 10, 15, 20 Jahre, müssen, werden wir an den 12 nächsten Monat verstärkt feiern müssen. Und ich meine noch, dass den ökosozialistischen Programm und die ökosozialistische Programmatik immer mehr Wichtigkeit gewinnen muss. Die Energiepreise, die sind explodiert an der Vergangenheit. Ja, ich weiß. Zu Recht hurelst du. Und die Frage von der Transition energetik, die wir so dringend brauchen, der Kampf gegen den Klimawandel, gegen den Verlust und Biodiversität, ist verbunden mit der sozialen Frage. Und da sind wir die Proposen entwickeln und nicht abhalten dürfen, erwarten an die nächsten 12 Monaten Proposen dazu zu entwickeln. Und den Gary als für darauf angegangen, die Wohnungskrise als wo sowohl eine ökologische Frage sich verbindet, auch was Aalbausanierung angeht, was Energiepreise angeht, verbunden mit der sozialen Frage, wen sich überhaupt heute noch ein Tag über dem Kap leisten kann. Auch hier werden wir verstärkt die Initiativen holen. Loyer müssen gedeckelt gehen. Und es gibt auch eine ganz reihe anderer Initiativen, die wir auf dem Dote-Bereich weiterentwickeln werden. Kolleginnen und Kollegen, wenn ich für ein bisschen nur geleistet wird, hätte ich können Mengen mehr wären für Militarisierung. De contraire als der Fall. De contraire als der Fall. Wir sind noch kein Projekt von einer europäischen bourgeoisen Armee, die Kapitalinteressen durchsetzt. Da sind wir auch dagegen. Wären nicht immer, und nur noch an der Chambre immer so votiert, und werden das auch immer weitermachen. Die Militarisierung, um die es hier geht, das ist eine von den absurdsten, sinnlosesten Aktionen, die gemäht wird für genau diese Kräfte, die am Moment aufhängen, an allen europäischen Ländern und Marsch zu kommen, auch nach tauglich und rüstungsfähig Armeen zur Seite zu stellen. Und natürlich sind wir konsequent dagegen. Wir sind Brandmauer. Wir sind zusammen mit den Gewerkschaften, die daher und zusammen mit den Akteuren aus der Zivilgesellschaft werden wir eine Brandmauer sein, die eben just den sozialen Fortschritt denkt und nicht just streng Defensivkampf feiern wird. Merci.
Also ich präsentiere nicht wahrscheinlich die Resolution, die am meisten Widerstand wert tun, hat auf dem heute Kongress schon gefroht, dass ein Monument da, das heißt safe. Ich meine, ich spreche safe. Aber auf jeden Fall, für was haben wir die Resolution hier auf den Kongress gebracht? Der Kongress ist das höchste Gremium, den eben die Linke hat. Und obwohl wir schon eben an der NACO den Entschluss geholt haben, eben nur den desaströsen Wahlen 2023 und 2024, dass es sich etwas in der Partei muss ändern, wir nicht nur ändern, weil es schön aus etwas zu ändern, weil wir uns müssen neu aufstellen, wir können die politischen Messagen auch und Leute umzubringen, die der meisten gut geht oder die der meiste brauchen. Wir haben als Schwesterparteien rundherum die haben uns gewiesen, dass es möglich ist, Wahlen zu gewinnen und noch Militanten als Membern ranzukriegen, wenn ihnen auch die richtigen Strukturen zur Verfügung stellt. Wir können auch Leute an den Militantismus rüberzubringen. Und der Gary wurde doch schon viel drin eben an seiner Rede gesagt, wir haben schon ein Stück angefangen. Nur den ersten Analysen hatte Melo eine Information, was das überhaupt eine politische Strategie. Also geht es darum, eben den heutigen Zeitplan, den Kongress umzuholen, für das wir zum Schluss vom Jahr eben die nötigen Statutenänderungen durchführen. Wir können auch eben Terrain und auch Strukturen zu stärken. Wir können Militanten eben an ein, wie soll ich das sagen, an eine Zukunft bringen oder an eine Struktur bringen, wo Transparenz herrscht, wo noch weiß, was den zu machen hat als Militant. Muss ich nur einen Punkt einzeln durchgehen oder vertraut mir? Nee, ich kann denken, so. Wir machen die Analyse, weil wir kloturieren, an dem sie aber tatsächlich aber die Wahlen von 2023 und die Wahlen von 2024 analysiert. Und an der Analyse ist es immer wichtig, eben noch die Positivseiten, auch noch die Negativseiten zu hören. Wir machen nicht alles schlecht. Das ist aber auch immer schön zu hören. Und dann eben, du hast Gary doch schon gesagt, eine Vision. Und zwar, für was brauchen wir die dort Vision? Weil am Moment habe ich das Gefühl, dass Schiedsverein an seinen Eck gewurschtelt. Und dass wir als die Linke nicht die nötige Einheit haben, wo wir wissen, als Ziel ist eben, den Kapitalismus näher zu schlagen. Aber wie wollen wir zusammen den Kapitalismus da an den nächsten 5-10 Jahren ja, näher schlagen? Merci. Und dafür, für das können aber hinzubringen, brauchen wir Militanten und Leute, die eben an unsere Strukturen mithelfen und noch mit dezidieren. Und die Dezisionen müssen transparent geholt gehen. Für das können auf beide Stellen müssen wir Ressourcen, menschliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, aber auch materialistische Ressourcen nach ein Kehr auf den Leg holen und auch vielleicht Männer machen wie zu viel. So in der Verschüsse so. Und eben steht auch eben als letzter Punkt, dass eben bis zum Schluss vom Jahr der Prozess soll aufgeschlossen sein, für das wir eben am Winter können eben den extraordinären Kongress können halten, wo natürlich alle Member immer bei allen Schritten von der Prozedur evitieren, das für drunter zu holen. Ich habe ja viel gesagt, die Schwesterparteien haben uns gewiesen, dass es möglich ist, Wahlen zu gewinnen. Geht aber nicht darum, Copy-Paste machen zu gehen. Wir müssen als eigene Bolognese kochen. Und zwar eine, die auf das Land passt und auch für uns Member die richtige wäre. So, voilà. Das war es von meiner Seite und ich freue mich auf die Diskussionen heute. Merci. Hallo, hallo, gut. Ja, also die halten das bis mir lang. Ich weiß nicht, ob ich auf alle Punkte kann angehen. Aber voilà, also zumindest von der Analyse ist schon vieles gesagt gehen, dass sind immer mehr imperialistisch und faschistische Tendenzen weltweit und auch in Europa, die Abkommen sind. Und wir sind an einer Rüstungsspirale, die am Gange ist.
unglaublich Dimensionen anzuholen. Krischer sind normalerweise immer von der Klasse dominant, gehen sie ausgelesen, und die sie aber nur betreffen, sind Klasse dominé. Und die meisten Leute, normal Zivilgesellschaft an Russland, an Europa, an Amerika und am Rest der Welt, wollen am Anfang ein friedliches Leben an Prosperität. Und dafür muss man es international mit den zivilen, also mit den normalen Leuten zusammen tun und auch mehr international gegen die imperialistische Gewalt kämpfen. Und dann, voilà, konkret Punkte von der Resolution, als dass es wichtig ist, eine unabhängige europäische Défense zu haben. Wir sitzen als noch immer für die Ablese von der NATO an. Und wir sind dafür echt für eine Kollaboration, also nicht unbedingt eine europäische Armee, aber eine Kollaboration zwischen den europäischen Armeen, die aber strikten Minimum von dem was nötig ist, für uns zu verteidigen. Wir sind auch für eine komplette Zurückziehen von allen guten amerikanischen Forschern von amerikanischen Basen aus dem europäischen Kontinent. Wir sind also für eine Kollaboration und eine Koordination zwischen den verschiedenen europäischen Armeen, die strikt just dafür aus, für alle Formen von Aggression zu dissuasieren und die absolut just auf das Minimum limitiert ist. Wir brauchen dafür auch kontraktuelle Sicherheiten zwischen den europäischen Ländern für am Fall von einer Aggression, dass die eine der andere zur Hilfe kommen. Wir opposieren uns alle Militarisation von der Europäischen Union. Und das geht weiter raus über die anderen Programme, die noch nicht strikt just militärisch sind, wie zum Beispiel Militarisierung von Außengrenzen und so weiter. Wir opposieren uns auch dem Rearm Europe Plan 2030, wo 800 Milliarden sollen an Militär gestärkt gehen europaweit. Wir stellen uns auch dagegen, dass dafür sollen verschiedene Regeln modifiziert gehen, auch von der BI, für dass die Investitionen möglich sind. Die europäische Politik, an der europäischen Politik stellen wir uns dagegen, dass europäische Länder an andere Länder intervenieren, für die europäisch, imperialistisch, ökonomisch oder politisch Interessen durchzusetzen. Wir sind für die Stärken von den supranationalen Organen, wie zum Beispiel der UNO, von der UNO, und dafür, dass das internationale Recht respektiert wird. Wir sind auch dafür, dass die europäischen Armeen außerhalb von Europa just angesagt gehen, wenn nicht aus für humanitäre Hilfe, und wenn nicht durch ein Mandat von der UNO gefragt gehen ist, also legitimiert gehen ist. Wir erkennen aber dass die europäischen Länder eben gegenseitig an der Obligation sind, für sich zu helfen, wenn nicht eine Violation vom Droit international gibt, aber wenn ein Land eben aggressiert ist. Wir gehen pressen nach darunter, dass die Investitionen an die Armee sollen auf ein striktes Minimum reduziert gehen, die just dafür da ist, dass man eine Kapazität de Fonds haben, und die soll auch auf einer Analyse approfondie basieren,
dass an Zeiten von Frieden es auch ein Rufgehen nach von den Investissementen gibt. Wir rejetieren alle Formen von einem Minimum, den ihr müsst ausgehen für die Fonds, wie die 2% vom PIB, wie die NATO festsetzt. Voilà, weil wir denken, dass das just dazu führt, dass mehr ausgehen wird, wie es strikte nötig wäre, und dass es an die Spirale von der Abrüstung rangeht. Wir unterstützen auch, also wir denken, dass es immer mehr wichtig ist, den Punkt auf Diplomatie zu setzen und immer für dich zu gucken, Konflikte, also für dich auf Deeskalation zu setzen und auf Diplomatie und Negoziation. Wir denken, dass es auch dass es kein Importer mehr für Waffen soll gehen, sondern dass es für den Minimum, den eben nötig ist, eine Waffenproduktion soll an Europa gehen, die auch nicht für privaten Firmen gemacht wird, sondern mehr nationalisiert ist, für alle Formen von Profit basierend auf Waffenproduktion zu evitieren. Wir unterstützen auch noch immer, dass alle Formen von Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen, also dass die komplett eliminiert gehen. Wir wissen aber, wie das am Moment nach PITR geht, wo auch Atomwaffen sind, gesehen wir an, dass es am Moment nach nicht sinnvoll ist, okay, die Atomwaffen, dass die Atomwaffen in Frankreich und England eine gewisse Dissuasion präsentieren. Und danach ganz schnell zu der letztebäuerischen Armee. Wir sind, wie gesagt, noch immer dafür, dass die NATO aufgeschafft wird. Wir fanden auch, dass es komplett unnötig ist, dass so eine kleine Armee, also so ein kleines Land, wie wir zu Lützeburg sind, noch immer soll alle Formen von Soldaten hun, und dass es viel mehr sinnvoll wäre, wenn eben an den verschiedenen europäischen Ländern Spezialisationen auf die verschiedenen Spezifikationen gibt. Und voilà, ja gut. Ja, und dass es eben immer noch mehr weltweit soll man immer die Friedensmomente stärken und immer auf Humanitärhilfe setzen. Und wir denken eben, dass es kein sicher friedliches Welt kann gehen, auch ohne das sehen, ob die Inegalität, also das sind die Inegalität sozial und den Klimawandel lässt. So, ganz am Anfang ein grosses Merci dem Guy Fürth für seine Initiative, das Resolution präsentiert zu haben, und dass er auch ganz viele andere Leute mal an Bord geholt hat, für aktiv an dieser Resolution zu schaffen. Auch denen Leuten, die mitgeschafft haben, ein grosses Merci. Ich meine, der Südverein wird komplett mit der Resolution zufrieden sind, weil immer Sachen beikommen sind, weggeholt werden. Wir schmengen mir aber eine ganz interessante, ganz wichtige Resolution zusammen gebastelt, zusammen gebaut, die extrem wichtig ist. Und ich gehe dann ganz kurz über die Punkte dran. Mit der Resolution weisen wir ganz klar als Unterstützung und ukrainisches Volk an hier Recht, sich vis-à-vis von dem Aggressor zu verteidigen und eben auch auf internationale Hilfe zu setzen. Die Hilfe muss sich dann aber auch unter Regelungen von der UN halten. Die muss auch ganz klar zeitlich begrenzt sein und muss auch Möglichkeiten sein, die Hilfe und aktuelle Entwicklungen anzupassen. Das ist sowohl militärisch wie auch Zivilhilfe. Zeitgleich sehen wir natürlich auch, dass der Krieg auf beiden Seiten zu massiven Verlusten gefordert wird, zu Tod und Zerstörung, und dass unbedingt der Krieg auf ein Ende kommen muss, für eben da abzuhalten, zum Gunsten von den Menschen und auch zum Gunsten von der Umwelt. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass an der Ukraine direkt Atomreaktoren betroffen sind und das eine riesige Katastrophe könnte gehen. Dafür begrüßen wir eben auch alle Formen von Friedensverhandlungen, die den Unabhängigkeitswillen und die Interessen vom ukrainischen Volk respektieren.
Wir dürfen auf keinen Fall über hier Cap raus dezidieren, was Martine soll geschehen. Dementsprechend sehen wir eben auch die aktuellen Verhandlungen, die zwischen den USA und Russland gefordert gehen, extrem kritisch. Verurteilen die imperialistisch und kapitalistisch Interessen, die dahinter stehen, und riskieren, die Ukraine wird völlig an Ressourcen und Umwelt auszubeuten. Das erinnert ganz stark an europäische Imperialisten, wie sie mit Meter und mit Stift am Gange sind, die Welt abzudelen, an Grenzen zu ziehen und zu gucken, wen dann eine Lowert soll kriegen, ob der Willen von der Lokalbevölkerung, denen ist dann an dem Fall egal. Die nämliche Warnung gilt natürlich auch der EU an anderen neoliberalen Akteuren wie den FMI, die aktiv probieren anzugreifen, an eine neoliberale Politik umzusetzen. Du unterstützen wir ukrainisch Linke, die vis-à-vis von so Initiativen, die wird von internationaler Basis oder von lokaler Basis durch die Regierung riskieren, die sozial, demokratisch und ökologisch Rechte von der Ukraine aufs Spiel zu setzen. Der Neuaufbau von der Ukraine, die muss die genannten Rechte, demokratisch, sozial und ökologisch, nicht nur respektieren, aber am besten Fall weiter ausbauen. Das Finanzement von diesem Aufbau muss von den Verantwortlichen vom Krieg gedroht gehen, und wir fordern die EU direkt ab, hier Schulden vis-à-vis von der Ukraine, oder die Schulden, die die Ukraine vis-à-vis von der EU hat, zu annullieren, für eben auch den Aufbau zu ermöglichen. Wir kritisieren mit der Resolution auch, dass der Konflikt innerhalb von der EU ausgenutzt wird, für weiter Krieg zu feiern und die massive Militarisierung, die wir gerade gesehen, zu rechtfertigen. Die Rüstungsspirale, die wir gerade gesehen, riskiert, sich mehr und mehr Krieg zu bewirken und Platz endlich dem Tod und der Zerstörung ein Ende zu setzen. So eine Schmerzen. Merci für das Wort. Wie viel? 5 Minuten? Das geht largement durch, weil ich meine, ich präsentiere die kürzeste Resolution, die heute im Kongress ist. So besser. Okay. Die Resolution hat Fred Heyer geschrieben, und wie das aber nicht kann heißen, das hat Friedrich schon erklärt, wie das nicht kann heißen, aus gesundheitlichen Gründen präsentieren müssen. Die hat sie ja auch geschickt kriegt, das heißt, wir müssen alle Gute gelesen haben. Das ist nicht immens lang. Das ist ziemlich, obwohl sie kompakt ist, ist das auch relativ komplex. Bon, leben wir das. Die Resolution sieht an der Introduction restaurer la neutralité militaire du Grand-Duché de Luxembourg en cas de guerre. Und dann zur Neutralität. La neutralité désigne la position d'un État qui ne prend pas parti de façon directe ou indirect entre deux ou plusieurs autres États qui sont en conflit ou en guerre. Das Beschreibung von der Neutralität. Les politiques nationales de neutralité contribuent à créer un climat et un cadre propice à des négociations pacifiques. Bon, soweit zu der Introduktion. Und dann ein paar Erklärungen dabei. Der Vertrag von London vom 11. Mai 1867, gehen wir noch ein bisschen schon weit zurück, hat Neutralität vom Grand-Duché deklariert. Und das mit den Großmächten von der Epoche als Garante. Froh, die sich bzw. das Resolution noch stellt, als wir werden nicht darauf zurückkommen, und das am Sinn vom Wort. Nur den 2 Weltkriegen hat Lützeburg die genannte Neutralität abgehen, auch weil das Neutralität Lützeburg nicht für 2 Besatzungen geschützt wird. Das haut nicht davon auszugehen, dass das an der Form noch einmal wird passieren. Dank froh, was tut Lützeburg also zu verlieren, wenn es sich überneits militärisch neutral proklamiert. Die Antwort ist nicht. Lützeburg hat aber dabei alles zu gewinnen. Beiträge wird NATO an eine angepeilte europäische Armee können da gesagt gehen, wo sie am meisten gebraucht gehen. Zum Beispiel am Kampf gegen Klimakrise, was übrigens noch immer die weitaus größte Gefahr ist, aus der mehr als ausgesagt gesehen, am Kampf gegen die Armut, am Kampf gegen die Logementskrise anzusetzen an der Pflege und an der Santé. Eine Frage, die ganz sicher gestaltet in diesem Zusammenhang wird natürlich sein, muss Lützeburg im Moment auf seine Armee verzichten? Antwort: nein. Länder wie die Schweiz und Österreich und noch nationale Armee, wie ihr wisst.
Letzteburger Armee mis am Fall, wo eng militärisch Neutralität deklariert gif gin, andere Aufgaben überholen, wie Rang NATOs Aufgaben, Humanitärraufgaben zum Beispiel oder Katastrophenhöllle, die werden in nächster Zukunft nach ein bisschen eminent gehen. Letzteburg kann prinzipiell zu jedem Moment aus der NATO austreten. An Letzteburg wir am Neutralitätsfall genauso wenig forciert, alle Erfahrungen zu machen für eine neue europäische Armee. Irland, Malta und Österreich sind neutral und trotzdem Member von der EU. KPÖ und Österreich als keine europäische Armee, genau wie Sinn Féin und Irland. Am unwahrscheinlichen Fall, dass Lützeburg militärisch zugegriffen gibt, wird in Artikel 42.7 vom Lissabonner Vertrag deklanchiert. Alle anderen Memberstaaten müssen dann mit allen Mitteln helfen, also ein bisschen wie bei der NATO. Interessanterweise lässt die EU dort daneben die Memberstaaten relativ viel Autonomie und Souveränität als Sache Militärpolitik. Und noch etwas. Militärisch neutral sein heißt nicht politisch neutral sein. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Am Text steht, dass den Kongress, wann die Resolution HGIF votieren, dann dazu oprieft, beziehungsweise damit man d'accord ist, dass die Frau do im Souverän, das heißt dem Volk, dem Lützeburgischen Volk, per Referendum in der Breit geht. Weil das Volk von Lützeburg als den Souverän. Merci. Moje Kameradinnen und Kameraden, Schule kein spezialisiert präpariert, weil ich meine, jeder weiß, was in Gaza, an der Palästinien und am Libanon momentan geschieht. Das letzte Jahr schon, aber im 21. Kongress, haben wir eine Resolution zu Palästina müssen unholen. Leider hat sich hinter dem nicht viel geändert an der Region. An der Zwischenzeit, an den 11 Monaten am letzten Kongress, hat der Internationale Gerichtshof 3-mal Ordonnanzen holen zum Thema Palästina, sie wird zum Genozid, sie wird zu der Besatzung und Apartheid, ja, weiterer. Cour Penal, also das ist der Internationale Strafgerichtshof, hat Mandat d'arrêt gegen den Netanyahu, gegen den Galant, auch ein E-Member vom Hamas, den aber dort, soweit ich weiß, ausgestellt. Mit gleichzeitig haben wir aber ganz viele Pläne, die sich als Chancen-Signatären sowohl von der Kreation von der Cour Penal sehen, wie von der, zum Beispiel der Konvention zum Genozid, die dezidiert tun, die Mandat d'arrêt nicht zu applizieren. So zum Beispiel Ungarn, Polen, Großbritannien, und natürlich die USA, mit denen noch nicht Signatäre, also beim Genozid. Wir hatten an der Zeit einen kurzen Waffenstillstand der Palästina, den während ca. 2 Monaten gehalten wird, wo dann noch Geiseln und Gefangene ausgetauscht sind, mit denen aber nie an die zweite Phase gegangen, als die vier gewesen war. Das heißt nie zu Verhandlungen über einen zukünftigen Staat Palästina, über wie das kann funktionieren und so weiter. An der Zwischenzeit gab es aber auch eine Invasion vom Libanon. Das heißt sowohl Bombardementen, Angriff mit Piégierten, mit Pageren, wo wir wissen, das war eigentlich ein terroristischer Akt war, wie auch eine Landinvasion vom Libanon. Das ist zum Glück auch ein River, aber nicht, dass einfach weiterhin eine Besatzung auch da von Regionen vom Libanon und geschieht nach praktisch all der Bombardementen von Plätzen am Libanon. Ja, der Gaza-Waffenstillstand, hatte ich gesagt, den hat bestanden während ein paar Monate. Aber leider ist es einfach im Umgang hinter dem. Und das heißt, an dem letzten Jahr sind 20.000 weitere Palästinenser mindestens gestorben, dass wir ein Total von den überprüften Toten bei 50.000 sind, wo wir aber davon ausgehen, dass das ganz viel, viel mehr hoch ist. Gegen das Ganze hat sich eine internationale Solidaritätsbewegung stark gemacht,
Heute zu Lützburg relativ klein, wie wenn ihr guckt, was in den USA geschieht, Protestbewegung auf den Unien. Wir waren die größten Städte wie New York oder Washington oder Los Angeles, wo unter anderem Organisationen wie Jewish Voice for Peace ganz stark auftritt, mit ganz starken Messagen. Dünnisbesetzungen, mehr aber darauf auch die Repression, die da gehen können. Und nur durch den Tramblo, wo Studenten des Landes verwiesen gehen sollen, weil sie sich solidarisch mit Palästina erklärt haben auf den Unien. Länder Deutschland oder Frankreich, wo man im Moment der Protest probiert wird, in der Drecke, besonders zu Berlin, wo ihr das gesagt. Du weinst, Hummer ist zu pur dezidiert eine Resolution zu diesem Thema zu schreiben, an den Informationen vom letzten Jahr zu updaten, an heißen Forderungen auf diesem Kongress. Das heißt, ein direktes Ende von den israelischen Angriffen auf Gaza, mehr auch am Cisjordan, Ostjerusalem, Libanon, Syrien oder wo auch immer. Dass die humanitäre aufhängen muss, für die Population zu helfen. Dass alle Geiseln und politische Prisonniere müssen freigelost gehen. Ein Aufzug von israelischen Truppen aus allen besetzten Gebieten. Ein Recht auf die Rückkehr, wie es am internationalen Recht besteht, für die Flüchtlinge. Eine Selbstbestimmung, eine demokratische Selbstbestimmung für das palästinensische Volk. Das Weitere für Lützburg, dass der Staat Palästina, den auch an einer öffentlichen Petition gefordert wurde, endlich unerkannt wird. Am letzten Jahr haben 10 weitere Staaten Staat unerkannt. Den Akkord d'Association zwischen der Europäischen Union und Israel können wir zumindest suspendieren. Sanktionen gegen den Staat und gegen die responsabel sind für die Verbrechen. Internationale Gerichtshof und internationale Strafgerichtskammer unterstützen. Und für den Rest als Solidarität weiter mit allen bedrohten Völkern. Das heißt, das geht weit über Palästina und der Hinsicht raus. Also, liebe Kollegen, die Resolution als für die direkte Antwort auf die Resolution, die dafür die europäische gemeinsame Verteidigung antritt, weil am Grund darum hilft, eine europäische Armee zu schaffen. Bon, also, das ist so, dass an dem heutigen Dingen muss ich einfach den Kontext berücksichtigen, an dem das aufläuft. Das heißt, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission unter Madame von der Leyen hat den Projekt für eine europäische Armee zu gründen. Das klar, sie hat auch das Projekt für eine massive Welle von Abrüstung zu starten. Das läuft schon in die ominöse 800 Milliarden Euro. In Wirklichkeit sind da schon 1000 Milliarden und werden noch eine ganz Reihe kommen. Das heißt, dass die Debatte läuft, findet nicht am luftleeren Raum statt oder sind wie mit Noah beigezogen, aber sie als Manifest. Und das ein Brief stehen für alle Linksparteien an Europa, und gerade die sich für ein Alternativ nennen oder Systemalternativ, wenn sie sich dem gegenüber situieren. Also eigentlich müsste die Resolution heute habt, Resolution sie vom Kongress an Thema. Und das, weil geht um Zukunft von der Link an hier politische Ausrichtung, weil hier können die ganze Rateschwanz von anderen Forderungen und Konsequenzen wird das nur sich sehen. Also das eine Evidenz, dass die Armee sowieso, das wird kein die Link Euro-Armee gehen oder irgendwie so eine alternative Linke, aber die gibt es ja schon in Form von der NATO, dass eben just das geostrategische Interessen von der europäischen Bourgeoisie mit den US-amerikanischen Auseinanderdriften, und dass es durchaus möglich ist, dass die aktuelle amerikanische Regierung
carrément die europäischen Interessen auf der dritten Welt globalen Niveau missacht. Wir hatten schon eine Situation so 1956, wie der Nasser den Suezkanal verstaatlicht hat, und Franzosen zusammen mit Israel und Großbritannien Ägypten nur gegriffen an den Eisenhower, also dem amerikanischen Präsident. Nee, Punkt fertig, nicht mit der Russen zusammen an der UNO, die den Angriff verurteilt, und da hat sich, da war gescheitert an der River. Los sind wir ein bisschen an einer ähnlichen Situation, der europäischen Teil von der NATO, die sind militärisch ganz stark, die sind wirtschaftlich achtmal so stark wie die Wirtschaftsleistung von Russland, die ist ob militärisch sind 6, 7 Mal mehr stark, auch was die Dimension vom Budget angeht, zusammen mit den USA, Kanada, als NATO weit mehr wie 10 Mal, 12 Mal mehr stark wie die Russische Föderation militärisch gesehen. Aber ich meine, das ist schon eindeutig klar, das heißt, eigentlich brauchen wir kein neues Abrüstungsfall, wir brauchen nicht mehr Panzer, nicht mehr Fliegerin und so weiter, aber das, was die europäische Bourgeoisie will, dass an der Qualität weiterzukommen, an der Technologie, riesigen Abrüstungsprogramm zu machen, wo sie natürlich viel dabei verdienen, aber hauptsächlich wo so technologische Sachen wie Starlink und so weiter, Satellitenbewaffnung und so weiter, von entscheidender Bedeutung sind. Also ich komme noch zum Schluss, also ich will auf jeden Fall, dass mehr ob klare Forderungen so mehr Sinn, also die Link soll so mehr Sinn gehen, eine Armee von der Europäischen Union fertig. Gut, merci. Also geht so, geht den Resolutionen geschickt für Drohnen vom Kongress an den sportlichen Zeit, an der Lese sie seriös, an der Fälle deinem Mob, du fehlt da etwas. Bon, du hast mir gegangen, dafür sind schon die Letzten an die Besten, die zu spät kommen, als ich will das aber kurz durchlegen. Also ich meine, dass es so ein echt reaktionäre neofaschistische International gibt, die gibt kein Statuten, da gibt nicht, aber es gibt ein Programm. Und das Programm, das will ich vordrohen. Ja? Nicht weil ich geschrieben habe, weil das gemeinsame Aspekte sind, sowohl am Niveau von verschiedenen Staaten, wie auch von den rechten Parteien, und noch von Leuten, die zuletzt Politik betreiben. Also, was Neues an der Welt außerordentlich ist, dass die direkte Prise de pouvoir von den Oligarchen, die ein direktes Pouvoir ausüben an den Staaten, und politisch Personal, was sie normalerweise hatten, auf den Roll setzen. Bon, natürlich eine Vorstellung von den parlamentarischen Systemen an den freien Wahlen. Zweitens, den Irrespekt von den Rechten von der Völker auf Autodetermination an Recht, aber für den Lebensraum zu weiteren. Das wird schon mal gegeben an der Geschichte. Das werden ausgegangen. Auch wenn man dafür muss Kriege machen. Drittens, die viridistisch und autoritär Ideologie, Zurückdrängen von den Rechten von den Frauen, an die Repression von sozialen und sexuellen Minoritäten an der Gesellschaft. Viertens, die Oppression, Kriminalisation von den Immigranten und von ethnischen Minderheiten. Fünftens, Sabotage von Instanzen, von internationalen Instanzen, die aber nach irgendwie eine positive Rolle an der Welt gespielt haben. Die UNESCO, die OMS, bon, das ist stark diskutabel auf verschiedenen Aspekten, aber trotzdem, sie haben ja aber auch viel Positives bewegt an den Ländern, die ganz arm sind, an die nicht medizinisch seriös aufgedeckt sind. Dann den Déni von der Wirtschaftskrise, von der Klimakrise, der Negationismus, den also schon quasi suizidär ist, viva la muerte, der froh. Subordination von der Justiz, der Vorstellung von der fundamentalen Recherche
die nicht nötig ist, weil du entsteht nicht der Produkt, das ich kann verkaufen, wo ich so kann verdienen, an die intellektuelle Freiheit von den Universitäten und noch literarische Zensur. Bon, die Charakteristiken sind verifiabel, mit Varianten natürlich, das ist klar, gerade so gut an den USA wie Russland, Argentinien, Türkei, Ungarn an den Menschen 3 Punkte. Sie nähren auch die Force d'extrême droite, die an den Ländern, wonach gewählt wird, auch an den meisten Ländern übrigens von der Europäischen Union. Ressemblance von den Aussichten vom amerikanischen Präsident, vom russischen Diktator riskieren, dass an diese Wochen mindestens ein Waffenruhe oder Frieden an der Ukraine unmöglich zu machen. Und ich meine, ich bin ganz pessimistisch auf der frohen Moment. Und der Sinn von der Resolution ist also, dass ich muss eine breite internationale Bewegung aufbauen, eine Offensiv machen gegen die reaktionär an faschistisch Welt, die unter dem Feld geht, weil es gibt bei denen Leid, bei denen Kräften unmäßige Kontradiktionen. Geht auch, das ist schon fertig. Ja, das ist gut, ich mein letzten Satz. Die Kontradiktionen muss ich aber abbrechen. Auf das abzubrechen muss ein Gleichgewicht durchstehen. Das ist eine Lektion, die in der Politik bei immer stimmt. Ja? Und das, was ich mit der Resolution wollte, zum Ausdruck bringen. Und geht nicht nur, wenn den Bernie Sanders an den USA Baseballhalle füllt, geht nicht nur. Es muss eine internationale Bewegung gehen. Voilà, das ist der Sinn. 20 Teile.